Der Stream wird ab jetzt live übertragen. Das ist doch zauberhaft Text. Oh, schon Hit Krawallmaus ist da. Hab schon Gestern haben wir es gesehen. noch vermisst. Ja, aber sie hat heute schon in die Kommentare eingeschrieben, dass alles gut ist. Unsere Gebete haben anscheinend geholfen. Das ist recht. Ja, Sehr schön. da sehr sind schön. wir dafür bekannt, dass wir Schutzzauber über unsere Hörer sprechen. Ja, wir haben ja heute schon den ersten Shitstorm gekriegt auf Facebook. Ehrlich? Ja, schon. Was? Wirklich? Hab ich- Ja, weil angekündigt wurde, dass der Talkthrough jetzt exklusiv auf YouTube ist. Wer beschwert sich da? Wer mich aufs Philipp Maul? hat Wer? gleich drunter geschrieben, was, YouTube exklusiv, da habe ich gleich das entschärft abgeschrieben, na, Twitch auch noch. Also, okay. Gut, dass Hat du er ihn schärfst. trotzdem gewarnt. Runter. Da schaut sie, der Gnedelberger ist da, Bertlinger, Krawallmaus, Philipp. Schön, schön. Der Philipp, jetzt kannst du dich gleich entschuldigen beim Philipp, Korbi, für das, was du angegangen hast. Ja, What? du. Du unsere Ja, Hörer, weil du so krass so gehst. Philipp, es tut mir alles leid, was ich immer dir angetan habe. Wahnsinn. Ja, schon hier, der Simon ist auch da. Von dem ich das letzte Mal erzählt habe, der Simon, der gesagt hat, durch unseren Talkthrough kriegt er Bock aufs Zocken. Ah, okay. Das ist schön. Ey, Schauen wir mal, ob es halt wieder so ist. Der Jojo ist da, grüß Gott. Ich verstehe das nicht, ein warum Wahnsinn ich der halt. Einzige bin, wo es immer unscharf bleibt. Also es ist doch furchtbar, oder? Weil du Bei mir hässlich ist es bist wie konstant Scheiße. unscharf, weil ich eine kacke Kamera habe, aber bei dir bleibt es halt hin und wieder hängen. Ja, vor allem Meine wird irgendwie so von Mal zu Mal einfach unschärfer. Ich weiß nicht, ob ich wie hässlicher wird oder ob meine Kamera einfach immer schlechter wird. Aber ich habe heute eine neue Webcam bestellt. Der Mann. Ich bin eins Hund. nicht schlecht. Ja, Philipp, du kannst es ja trotzdem in der Arbeit anhören, weil die bleiben ja auf YouTube. Du kannst es ja dann auf YouTube anhören. Stell Es dich gibt so. YouTube-Downloader-Apps, da kannst du es als MP3 überziehen, wenn du magst. Schau, Philipp, die Welt geht nicht unter, du schaffst es. Ich glaube an dich. Stell dich so saublöd an, weil es mich wieder aufregst. Fix. Keine 5 Minuten da, geht mir am Sack. Das meine ich nicht an Korbi. Sympathisch wie eh und je. Herzlich willkommen zum Talkthrough, sollte man auch mal sagen, oder? Ja, dass die Leute wissen, was wir heute dann. Ja, eben. Also, es ist ja schon auf diversesten Plattformen angekündigt worden. Talkthrough ist jetzt YouTube exklusiv. Dafür kriegt es aber im Monat wieder eine Folge mehr über Kassetten oder was auch immer. Und wir schauen mal, dass wir, ja, ist wahrscheinlich immer der letzte Dienstag im Monat, den peilen wir auf alle Fälle an, dass wir zwischen 19 und 20 Uhr, lieber ein bisschen früher. 28 Uhr, das stimmt Ja, schon. lieber ein bisschen früher, also lieber so 19:30 rum mit unserem Talkthrough hier beginnen. Und ja, der Sesslinger ist auch wieder da. Schönen guten Tag, Ski, sogar als MP4 kannst du es runterladen. Philipp, dein Leben ist gerettet. Geil. Geil. Ja, und jetzt sagen wir, herzlich willkommen zum Talkthrough im Juli. Leute von heute, habt ihr ordentlich gezockt? Oder sagt es nur, erkennst du die komischen Leute, die draußen sitzen, weil es wieder schön ist? Sowohl als auch. Ah, Tatsächlich wie das auch mir. nicht so viel gespielt, weil es einfach nicht so viel gibt momentan. Sommerloch sei Dank. Du musst ja die alten Sachen spielen. Ach, die wilden Leute, sag ich mit dem Arsch lecken, neu ist immer besser. Ah, du bist eine Fotze, Seppi. Eine Fotze vor dem Herrn. Ach, schön. Ja, aber irgendwas wirst du gespielt haben auch, oder? Nein. Halt doch dein Maul. Ach, das glaubt der keiner. Jetzt verzeih, du hast doch den Elden Ring DLC das letzte Mal so angepriesen. Ja, ja, den habe ich schon durchgespielt. Das ist aber schon Zeit her. Das war das überhaupt im Juli? Ja. Okay. Doch, den habe ich durch. Ich habe mir aber blöderweise selber ein Bein gelegt, weil es das war an irgendeinem Freitag oder Samstag, wo irgendein scheiß EM-Spiel war, das ich mir so nebenbei angeschaut habe. Dann habe ich umeinander gehauen und nicht gescheit aufpasst. Und dann den Point of No Return überquert. Heißt, ich habe mir alle meine Nebenquests verkackt. Das ist ja bei Elden Ring leider so, dass du aufpassen musst, was du tust, weil sonst ist halt alles weg. Jetzt muss ich nochmal spielen. Hilft nicht. Jetzt kann ich halt, habe ein bisschen was von der Story verpasst, aber das hole ich mir einfach noch. Das ist bitter. In einem zweiten Durchgang im New Game Plus und dann hilft es halt nicht. Muss ich halt nochmal rein. Ach, der DLC hat auch nochmal New Game Plus, oder was? Ja, nein. Ich muss das ganze Spiel nochmal durchspielen. Ach so, Ja, hat er aber nur einfach New geklont, Game, oder? Boah, Ja, krass. aber das ist jetzt bei meinem Spielstand Gott sei Dank nicht so weit, weil ich habe quasi schon alles auf Zeiten gerammt bis auf die letzten 2 und bin dann in DLC rein.
Also muss ich quasi nur nochmal ein Radagon und das Elden Beast kaputt machen, dann kann ich schon wieder in New Game Plus rein. Aha. Ist quasi keine große Hürde. Das erstaunt mich jetzt schon, weil du hast das letzte Mal gemeint, das wird dich wahrscheinlich das restliche Jahr über mit begleiten und jetzt auf einmal bist du durch. Ja, wie gesagt, ich habe ja die Hälfte einfach liegen lassen. Verkackt, okay, ja. Kann ich jetzt quasi nochmal von vorne anfangen. Na, du weißt es ja vom Hauptspiel, wenn du die Questlines spielst, das ist ja meistens eine längere Geschichte. Und da habe ich halt ein bisschen geskippt, versehentlich. Was aber Wahnsinn war der scheiß letzte Endgegner. Das war wirklich unangenehm. Boah, Schwieriger wie der vom normalen Spiel? Dieser regenbogigen Spruchdrache. Elden Beast, ja. Also ich finde Das Elden schon Beast, wahrscheinlich. ja. Vor allem, also ich hab am Anfang gedacht, jetzt mache ich einen auf mega cool und fang's Parieren an. Und schauen wir den jetzt so aus, dass ich den mit Paraden quasi ausnock und immer seine Haltung bricht und dann zack, zack mache. Puh, das hat mir, glaube ich, 8 Stunden gekostet, der scheiß Move. Mit den ganzen, ich glaube, von 8 Uhr in der Früh bis um 3 von 8 Uhr auf Nacht bis um 3 oder 4 Uhr in der Früh in dem Trottel gesessen und nicht geschafft. Erst am nächsten Tag dann. Ich habe dann meine ganze Strategie wieder umgeworfen und habe es dann auf die gute, alte, herkömmliche, riesengroßes Schild, mega starkes Schwert-Strategie versucht. Und so ist es dann Gott sei Dank auch geschafft. Aber auch, muss ich auch dazu sagen, nicht ohne mein Mimiktier Geisterasche, die mich da quasi gedoubelt hat, weil allein keine Chance. Die zweite Phase von dem Boss ist so durch und durch gestört, du kannst das nicht ausschauen. Also ich zumindest nicht. Da bin ich wahrscheinlich schon zu alt dazu. Aber das ist hammerhart. Ich habe es gar nicht mehr richtig im Kopf. Hat man ein Geisterasche hernehmen können oder 2? Eine, aber das gibt ja Geisteraschen, die quasi aus mehreren Geister bestehen. Die Ja. halten aber dann in der Regel nicht so viel aus. Also der Wahnsinn ist nach wie vor die Mimiktier. Das ist die halt quasi dein Bild doubelt. Und dann hast du halt zweimal. Ja. Die ist immer noch massiv gut, wenn du einen guten Bild hast. Und die hab mich da dann auch durchgeboxt. Weil ich ja Das ganz ist lang mit aber- den Wölfen gespielt habe, die man gleich am Anfang kriegt. Ja, so das Gebiet Limgrave und so weiter, aber dann werden die relativ schnell, relativ schwach, finde ich. Also ich habe die gern Ja. mengen, weil das halt einfach geiler Wolfsrudel ist. Aber da kommst du dann irgendwann nicht mehr recht weit. Ja. Und dann brauchst du die dickeren Geschosse. Ja, cool. Und wie viele Versuche hast du dann braucht? Ich habe nicht mitzählt, weil ich nicht weiter zeigen kann. Wegen den ganzen Tränen. Ich habe wirklich, also ich habe noch nie länger gebraucht bei irgendeinem anderen Boss. Also ich habe auch Malinia und so weiter, mit der bin ich relativ gut zurechtgekommen, die ja für die meisten so das Riesenproblem war. Dafür habe ich bei anderen ganz andere Probleme gehabt, die ja jeder andere beim ersten Mal geschlagen hat. Aber der war schon übel. Also zwei Tage bin ich noch nie an einem Bossdruck gesessen. Das war hart. Aber ich habe es geschafft. Ja, herzlichen Glückwunsch. Wahnsinn. Danke. Gut gemacht. Danke. Und du weißt, was das Geilste an dem Ganzen ist? Hm? Es gibt keine Trophäe dafür. Weil der ganze DLC ohne Trophäen daherkommt. Sehr schön. Das ist schön. Meinst du, wie lange das die Miss Mika braucht hat? Habt ihr das mitgekriegt? Die mit dem Tanzpad. Ja, die gleichzeitig Brutal, die ist so ein gestört DLC auf dem Tanzpad und mit dem Controller gleichzeitig auf der PlayStation 5 und auf dem PC durchgespielt hat. One Ja, leg. das ist Alter, was ist völlig los? irre, Frau. Ich Was weiß ist auch nicht, los? was das soll. Kann das nicht mehr mit der Hand gescheit und die macht es da mit den Füßen. Ja, aber die Frau ist zum Heiraten, da garantiert. Hey, ich hoffe halt, dass das dein Vorbild ist. Ich will in Zukunft auch sowas sehen. Das kann man Von nämlich mir? richtig geil. Ja, das können wir richtig geil auf TikTok dann raushauen. Ah, so meinst du. Ich auf dem Tanzpad, ja, können wir schon Ja. mal machen. Das können Also wir ihr müsst schon uns mal allgemein da mehr Tipps geben, wie können wir das Internet erobern. Wir versuchen da ja immer wieder Dinge. Und wenn es jetzt nicht unbedingt der Kali macht, der sich ja gerne mal hacken lässt, dann kriegen wir das schon noch hin. machen. Halt doch dein Maul. Oh, mal, gell? Aber Oh, echt, mal ey. ist das passiert. Kann nichts dafür, wenn China auf mich abgesehen hat. Mal wieder. Wie viele Follower waren dann weg eigentlich insgesamt? Facebook-Ding haben wir um die 4000 gehabt. Boah, leck! Sie sind ja nur da. 150. Sie sind ja nur da. Wir haben ja gerade Aber keinen wenn du Zugriff bei auf die Seite. Das ist ja das große Manko an der ganzen Kacke. Naja, was möchtest du denn da? Ja, eben. Facebook ist eh für Boomer. Ja, heißen tut es. Eben. Wir haben ja deutlich unter dem Boomer-Jahrgang. Ja, Deutlich. ich glaube, wir sind Gen noch nicht erfunden, oder?
Na. Also ich bin deutlich jünger wie ihr. Als ihr. Du kannst mich schmerzen, du Mongo. Richtig, genau. Er war halt noch nicht so weise und erfahren ist Ja, wie wir. das stimmt auch wieder, ja. Du brauchst noch mehr graue Haare, Corby. Warum nicht? Sei doch nicht so. Mir reichen die ich schon hab. Habt ihr, weil ja gerade Deadpool 3 in aller Munde ist, habt ihr die geilen Controller gesehen, die es für die Xbox auszubringen? Die mit dem Na. Arsch-Intro, gell? Ja. Also ich hab zwar keine Xbox, aber der, wenn bei uns rauskommt und nicht überteuer ist, dann kaufe ich mir einfach, damit ich mir ins Regal stellen kann. Was? Du Was? wirst den noch gescheit in der Hand halten, so ist Den das kannst du an die Pubacken Ich wollte gerade sagen, mit einem Finger musst du ihm doch die ganze Zeit in der Ritze spielen, das geht ja gar nicht Ja, anders. das ist wahrscheinlich. Was tue ich da mit meinem Ständer und dem Spielen? Ich weiß nicht. Oh, das teile ich. Moment. Jetzt weißt du auf alle Fälle, wie du Elden Ring durchspielen musst nächstes Mal bei TikTok. Mit Ständer. Elden Ring auf Donkey Kong Bongos, ja, das war geil. Donkey Kong Bongos, die waren witzig. Ja, genau, das sind die. Da ist er, genau. Zauberhaft, oder? Ein Gedicht. Ja. Aber wo wir gerade bei geile Controller haben, für PlayStation gibt es auch einen neuen Astrobot. Der hat das Design quasi von dem kleinen Roboterkerlchen da. Der ist glaub ich, gestern oder heute vorgestellt worden. Den habe ich noch nicht gesehen. Zuckersüß aus. Vielleicht kann er der Kurve auch noch reinhauen. Da ich aktuell was? Welchen? ich bin aktuell auf dem Leihgerät, mit Handy unterwegs und jetzt habe ich am Handy kein Instagram oder sonst irgendwas. Jetzt kriege ich überhaupt nichts mehr mit, was auf der Welt passiert. Du bist quasi abgekapselt. Ich bin komplett, also ich fühle mich wie so Hillbilly aus Wrong Turn. Ja, gut, du schaust aber so aus. Ich habe jetzt, ich hab jetzt schon aus dem Nachbarn habe jetzt schon Ragout gemacht, weil was tut man sonst? Na, Walle. Musst du dich irgendwie vorbereiten auf den Ja, eben. Tod. Als Hillbilly ist mir leid. Das Aber wisst was ihr. seid ihr jetzt herzusagen? Was hast du gesagt, Seppi? Den neuen PlayStation-Controller von Astrobot. Oh, wie der Corby das Astro- sagt. Seppi. Seppi. So cute. Seppi. Ja, genau. Der Philipp kann sich auch nicht mehr konzentrieren, wenn er ganz am Arsch übereinander spielt. Ich auch nicht. Weil ich stelle mir dann vor, dass das Lady Deadpool ist. Ich fahre dann hinten ein Motorboot mit meinem Controller. Der hat Augal. Der ist richtig cute. Das ist echt Kommt ja auch nicht niedlich. spielen. Und das den hat- kaufen wir hat auch. irgendjemand Den von leg ich euch hier das Astrobot streichel, Spiel ne? noch gespielt? Ja. Das ist so super. Das ist doch das gleich dabei ist, oder? Wenn man die Genau, PlayStation das dauert nicht lang. Ich glaube, das bezieht. ist 2 Stunden oder so, was du durch hast. Aber das macht so Spaß. Das ist so Habe ich kreativ. auf 100% durch. Hast du quasi 6 Stunden Zeit genommen. Voll in 6 Stunden. Oh mein, cool. Ja, dann mache ich einfach mal weiter, vor allem wenn ich gerade schon teile, weil das Spiel, das ich aktuell spiele, kann ich nämlich nicht richtig aussprechen, ohne den Namen zu verhunzen. Deswegen poste ich einfach mal den Namen da rein. Es ist nämlich Wo rein? Also da. da. Shin Megami Tensei 5. Das sagt mir was. Und dann Ja, sprechen wir das letzte noch aus. Vengeance. Vengeance. Ist das ein richtiges Wort oder ist das japanisches erfundenes Wort? Das ist Also ich sowas glaube, wie Rache. dass man Vengeance nicht mit EA schreibt, oder? Das Vengeance, das... Ich kenne nur Vegetables. Ja, du bist also Vegetarier. Was für Leute sitzen da beieinander. Keine Ahnung, außerdem ist das doch auch Vegetables, oder? Wenn dann. Vegetables. Vegetables. Eisel. Willi. Willkommen beim intelligentesten Podcast der Welt. Ja, Duden gefällt das. Ja, ich habe nämlich mich anstecken lassen von dem Grinden von so JRPGs und dann habe ich mir gedacht, jetzt hau ich mal zur Beruhigung Tunic rein, da spreche ich ja später drüber. Nur Tunic habe ich dann relativ schnell komplett durchgespielt, auch auf Platin. Und deswegen habe ich dann so ein bisschen bei die Angebote geschaut und dann habe ich gesehen, Shin Megami Tensei 5 ist draußen und ich denke mir dann so, keine Ahnung, was ist das? Und dann hieß es irgendwie, ja, so ähnlich wie Persona 5. Dann habe ich mich daran zurückerinnert, wie furchtbar für mich der Versuch war, Persona 5 zu spielen. Weil, wenn du dann deine Zeit damit verbringst, mit Klassenkameraden zu sprechen und praktisch nicht über dieses Intro hinauskommst, dann hat die das Spiel recht schnell verloren. Und dann habe ich mir gedacht, ach, das ist bestimmt viel cooler, das Shin Megami Tensei 5. Und dann fängt es gerne mal an mit, du musst mit Klassenkameraden sprechen.
Aber Gott sei Dank sterben die relativ schnell und dann bist du in der Dämonenwelt und hast eigentlich nichts anderes zu tun, als dass du mit deinen 3 besten Dämonenfreunden, die kannst du immer auswählen und auswechseln, die durch diese Welt schnitzelst. Und das habe ich getan. Ich bin aktuell wahrscheinlich noch relativ weit am Anfang, weil ich ziemlich viel Spaß an dem Grinden habe. Und ich finde, es ist so ein bisschen wie Pokémon. Es gibt halt viele verschiedene Dämonen und du kannst jeden Dämon, den du halt in dieser Welt findest, auch fangen. Und zwar nicht über einen Pokéball oder so, sondern über Gespräche. Es ist jetzt so, ich treffe auf der Straße einen Kadi und der möchte mich verprügeln und bevor ich mich darauf einlasse, dass wir uns da gegenseitig da betteln, rede ich dann erstmal mit ihm und fragen dann, ey, willst du nicht über meine... straight umhauen, einfach so Blutgrätsche in die Fresse, sofort. Ja, da gibt es manche Dämonen, die machen das auch. Aber dann hat der Kani zum Beispiel zu mir sagen, ja, gib mir Geld, dann gebe ich ihm Geld und dann macht er bei mir mit. Ist voll geil, oder? Also praktisch Boglermann mit Prostituierten. Ja. Oder Boglermann als Prostituierte, also bezahlt. Auf jeden Fall mit heißen japanischen Monstern und mit anderen Schülern, die versuchen in der Welt zu überleben und ja, ist echt cool. Also ich glaube, da werden nämlich die nächsten paar Male auch immer wieder drüber reden, weil ich glaube, ich nehme mir da wieder vor, Platin zu machen und das wird etwas Zeit in Anspruch nehmen. Du alter Trophy Hunter, du. Ja, Der so ist alte es. Trophy Hunter. Ja. Der Seppi hat das letzte Mal gesagt, eigentlich, wenn man ein Spiel nicht ohne nachweisbare Trophäen oder Platin-Trophäe wieder links liegen lässt, dann hat man es gar nicht verdient zu spielen und das habe ich mir zu Herzen genommen. Kann man kaum vorstellen, dass ich gesagt habe, weil ich genau eine Platin-Trophäe habe und die ist bei Robocop Rogue City. Eftel hast da genau das Gegenteil gesagt. Possible. Ich glaube, ich war in dem Gespräch dabei und ich glaube, du verwechselst sowas. Achso, so war das. Scheiß Dreckstrophäen, kein Mensch brauch's. Das ist auf das jeden ist doch, glaub ich, Fall das Shin Megami Tensei 5 ist ursprünglich für die Switch rausgekommen und war das Switch-exklusiv. Und jetzt mit dem schönen Beinamen, den keiner von uns richtig aussprechen kann, ist es auf alle anderen Plattformen neu rausgekommen und richtig tolle neue Story erweitert worden, wo ich natürlich den Unterschied nicht kenne, weil ich kenne das alte Spiel nicht. Aber es macht Bock. Es ist jetzt nicht allzu kompliziert. Es erklärt aber auch nicht unbedingt alles. Also das heißt, man braucht schon ein paar Stunden, bis man dann irgendwann mal kapiert, ach, so geht das. Ich kann wirklich auch während dem Kampf die Monster auswechseln. Und ja, bis jetzt habe ich schon Spaß dran. Das ist aber eine reine Spielerei, oder? Das basiert nicht irgendwie auf dem Manga oder so. Ich habe da jetzt keine Referenz irgendwie zum Manga gefunden, daher gehe ich mal davon aus, es ist eine reine Spielereihe. Was die freuen wird, ist dann Umgebungsrätsel mit drin. Ja, geil. Her damit. Ich zahle einen doppelten Preis. Da kannst du Glück haben, dass du es aktuell nur für den doppelten Preis kriegst. Also es ist anscheinend echt erst vor kurzem rausgekommen und ich habe es, glaube ich, für 50 Euro oder so gekauft. Aber ich vermute mal, dass das Spiel wahrscheinlich in einem halben Jahr die Hälfte oder weniger kosten wird. Ja, wie immer. Ja. So über dem Traurig. Auto. Das kann das aus dem Store aus, so verliert die Hälfte an Wert. Ja, richtig. Ja, habt ihr sonst noch Fragen dazu? Warum du das Wort Vengeance nicht aussprechen kannst, aber gut. Vengeance. Wir sind sehr gewohnt. Kari, Kim, verzeih, was hast denn du gespielt? Ich war, wie im letzten Talkthrough angekündigt, weiterhin fleißig Resident Evil unterwegs. Ich habe jetzt Resident Evil 4 Remake durchgespielt und den DLC Separate Ways. Ja, und bombengeil. Also, Sagst du DLC? auch bombengeil. Also ich finde, das ist ein perfektes Remake, so wie es für mich auch schon Teil 2 und Teil 3 waren. Das sind perfekte Remakes. Der DLC ergänzt das Ganze ja richtig, richtig schön. Was ja geil ist, dass man mehr vom Louis singen beim DLC, weil ich den sehr gern wegen hab. Was ein bisschen
Ich habe erst vor einem Jahr auch das Original durchgespielt und jetzt den direkten Vergleich. Natürlich ist so steuerungstechnisch und so brauchen wir nicht schmerzen, aber was mir aufgefallen ist, zum Beispiel in dem Kloster, sag ich jetzt mal, wenn man dann drinnen ist, in dieser Burg, dass da das Mönchgemurmel zum Beispiel, da war immer so Hintergrundgemurmel von die Mönche. Das war im Gamecube-Original, ist die Atmosphäre da gruseliger gewesen. Genauso wie auf der Insel ist ein coolerer Sound gelaufen. Das hat nämlich noch so 80er Jahre Kannibalenfilm angehört. Du meinst Eisel, oder? Auf der Eisel, ja, Entschuldigung. Okay. Habt ihr gewusst, wo du unterwegs bist? Jetzt, die sagst du natürlich gern. Und ja, und sie haben im Remake den Witz am Ende weggelassen, dass das praktisch verboten ist, das zu vervielfältigen und zu kopieren, weil man sonst wegen der Gesetze in Raccoon City, weil man sonst von Stars-Mitgliedern praktisch verhaftet wird. Den haben sie auch weggelassen. Das, weiß nicht warum, das war ein super Witz. Was hab Das glaube ich, kapiert halt raus keiner mehr. Was habe ich gelachen gemacht? Das kann da auch sein, ja. Ich finde es dann allgemein auch, weil es wirklich ja so unglaublich viel Liebe ins Detail gelegt wird. So als Beispiel, wenn der Louis dann einmal im DLC dir vorangeht, dann markiert er immer mit roter Farbe und da ist an dem Platz, wo er anfängt, findest du dann nur die Dosen, die am Boden liegen. Dann haben sie also in der Kircheneingangsszene haben sie dann auch noch so Hommage an die alten Spiele, Kameraeinstellungen gemacht. Finde ich ziemlich geil. Also was habe ich braucht? Keine Ahnung, irgendwas mit 25 Stunden wahrscheinlich für beides. Finde ich geil. Das Einzige, was mich immer noch nervt, ist diese brunzblöde Action beim Türen öffnen. Einfach mal schnell durchdrehen oder sonst irgendwas. Ach komm, das ist doch geil. War im Original schon dumm. Es ist Kind, das dumm. ist Guilty Pleasure, das ist einfach nur super. Nein, es ist Das ist ein nicht richtig super. Es ist starkes Machtgefühl, das wir da transportiert Ja. kriegen. Das Du ist Wenn bist du wirklich nur Türen neidisch. treten kannst. Du bist nur neidisch, weil du das nicht kannst. Weil du Ich kann die treten, halt dein weil Maul. du dein Bein nicht so weit hochkriegst. Ja, lass mich in Ruhe. Kann ich nichts dafür, das ist eine körperliche Einschränkung. Machen wir jetzt das ist Ableismus, das du da betreibst, geht überhaupt nicht. Was ist das? Ja, hast du schon verstanden, googelt's mal. Na, ich kenne Vor das allem, Wort nicht. Da waren nämlich viele Szenen dabei, wo es wirklich gerade richtig düster ist. Du sollst jetzt eigentlich leise sein, weil da irgendwo einer rumschleicht oder sonst irgendwas. Und dann schleichst du auf die Tür zu, BAM! Tier auf! Was soll das? Ich schiebe halt dann die Tür leise auf oder so. Gib bitte, man muss da nicht Vollgas auftreten. Aber naja, so war das nun mal damals. Das haben wir natürlich mitgenommen, das hilft eh nicht. Gegner, dieser kleine Wiederkorsten, der kleine Wichsäumel. Kleiner Wichsäumel. der im Schloss, oder was? Ja, der dann in dieser komischen Blärme drinnen, die so noch irgendwie rumfliegt, war leck, das war ein absoluter Ja. Hassgegner, der Weib ist Ist der nicht durchgedreht. irgendwie Ferdinand oder so? Nein, nicht Der hat einen ganz. komischen Namen. Du musst irgendwie der Reise Salazar war der auch nicht, oder? Salazar ist die Familie, glaube ich, gewesen. Das muss Evil. sein Nachname sein. Ja. Das kann da sein. Ich weiß nicht mehr, aber der in seiner mutierten Form der Weib durchtrat. Der Kleine da? Ja, der vorn steht. Der da. Er Ja, da, genau. das sei ihm, ja, genau, der Wichser, der hat mich vielleicht aufgeregt. Ja, wenn da irgendwo mal ein Name war, aber. Da. Paco? Na, Pablo? auch nicht. Ist es der? Ja, Ist Muss es nicht der? alle mexikanischen Namen jetzt so durchzählen. Ist es der? Ja, Ah, Okay. Da steht's doch. Salazar. habe ich doch gesagt, das war aber der Nachname, oder? ja, der hat einen Vornamen auch. Ja, dann gehen wir halt ein. Wie heißt das denn? Salazar. Ramon. Das kann sein, ja, Ramon Salazar. Wenn es mir nur weiter ran hättest lassen, dann hätte ich alle meine spanischen Namen, Ja. die ich kenne, durch und hätte noch einen ran, weil ich kenne nur 5. Du, wir haben ja nicht so viel Das Zeit. reicht, das reicht. Das reicht locker. Ich bin auf alle Fälle, wie ich da beim letzten Mal schon gesagt habe, im Resident Evil Fieber und jetzt habe ich mein Gamecube angeschmissen und spiele gerade noch Code Veronica X. Code Veronica X. Krass. Richtig krass, bin ich richtig drin. Ich habe jetzt gerade noch, ich bin noch froh, wenn wir fertig sind, weil ich habe jetzt gerade noch gespielt und habe nicht speichern können, wo es ja bei den alten Spielen, man muss nur von Hand speichern, da gibt es keine Checkpoints oder sonst Dinge. Jetzt läuft der Gamecube halt so wie früher, schaut sich ja nicht aus, ich muss so weiter spielen, ich habe noch nicht gespeichert. Ist cool, weil das Ding auf alle Fälle geile Rätsel drinnen hat bisher. Weil es ist die alte Tanksteuerung, die macht dann halt teilweise wahnsinnig. Gell? Du musst die erst in die Richtung drehen, in die du gehen möchtest und dann kannst du weiterlaufen. Ja, das ist Zielen geht überhaupt nicht. Du kannst nur nach oben, Mitte und nach unten zielen. Vor allem, wenn du von Fledermäusen angegriffen wirst, dann kotzt du halt einfach einmal.
du hast halt null Hinweise auf der Karten. Es ist wirklich ein Ablaufen. Jetzt gerade zum Beispiel habe ich nicht speichern können, weil ich noch was gesucht habe. Ich habe ein Teil für eine Spieluhr gefunden und ich habe keinen blassen Dunst, wo diese Spieluhr war. Jetzt laufe ich halt die komplette Karten einfach nochmal ab, weil ich nicht weiß, wo das Ding ist. So ist es halt einfach mal. Aber irgendwie finde ich es cool, weil ich stehe ab und zu mal eben wieder auf so richtige Retro-Game-Sessions und das schluckt halt da jetzt gerade voll in die Kerbe eine. Macht Spaß. Die Rätsel jetzt habe ich zum Beispiel vorhin noch ein Rätsel gehabt, wo du verschiedene Beutel hast und dann liest du vorher Geschichte. Und es ist nicht so wie in die jetzigen Resident Evil, dass halt dann die wichtigen Passagen in den Geschichten einfach farbig hervorkommen werden, sondern das ist einfach die Geschichte und du musst es selber zusammenreimen. Und dann sitzt du da mit einem Zettel und mit einem Stift und schreibst da deine Schlagwörter auf, damit du das Rätsel dann lösen kannst. Also macht ein cooles Feeling, so wie früher. Und ich habe richtig Bock drauf, es weiter zu spielen und freue mich, wenn ich jetzt dann weiter machen kann, wenn wir den Scheißdreck hier endlich fertig haben. Schöner Hinweis am Anfang, dieses Spiel enthält Szenen, in denen Gewalt deutlich dargestellt wird. Ah ja, dann weiß man ja Bescheid. Das ist Ja, nett. also ich hab mich auf alle Fälle gefurchten. Ich war kurz davor, dass ich es nicht spiele. Aber ich habe meinen ganzen Mut zusammengenommen für unsere Hörer und hab's einfach angefangen. Aber wieso, du streamst das nicht einfach? Weil es am Gamecube ist. Ja und? Ja, das geht nicht. Was bei dir mal nicht geht. Ich Naja. kann nicht streamen. Da darf er aufkommen, dass er nie selber spielt, sondern immer nur Let's Play so schaut. Einen von 10 Freunden vom Corby habe ich immer mindestens da. Ja und? Such dir meine eigene Freunde. Nee. Und wenn du mit dem durch bist, also oder mal anders gefragt, spielt das Code Veronica nach 4 eigentlich nicht, oder? Das nimmt hauptsächlich Bezug auf den ersten Teil, weil du spielst ja auch die, wie heißt's, Claire Redfield, die Schwester von Chris Redfield, und der ist ja nach dem ersten Teil erst einmal von der Bildfläche verschwunden. Ja. Du hast da so neue Karten, bisher nur einen alten Bekannten wieder drauf, das ist der Wesker. Ansonsten sind es alles neue Figuren gewesen. Du kommst mich da, wirst dann von ihr, es ist eh so geil, die Intro-Szene, du bist voll die krasse Tussi, bolzt umeinander, Backflip, Frontflip, was weiß ich, Kickflip, 360, Tony Hawk-Style, eskalierst voll und dann kommt irgend so eine Szene, wo es da voll auf, oh mein Gott, und fällt zusammen und grabe am Boden, ich bin die hilflose Maid in Not, was soll denn der Scheißdreck? Die hat gerade nach 48 gleich mit einem Roundhouse-Kick Chuck Norris-Style fertig gemacht und jetzt stolpert und grabe am Boden, der hört sich auch im Maul. Aber gut, das ist Als Resident wenn Evil. du, Es als ist wenn du Resident nie Evil. einen schwachen Moment hast. Nein, hab ich nie. Ich bin ein ganzer Mann. Ja, genau. Ich bin Ja, aber so es ist, müde. das ist einfach, ja, wirklich, Leute, ich muss jetzt noch ins Bett. Das ist einfach Resident Evil. Es ist irgendwie, Resident Evil hat ja immer, vor allem in die alten Sachen, schon immer so, wie sagt man in der heutigen Zeit, so Cringe-Moments drinnen. Und der hat eindeutig dazugehört. Aber es trübt den Spielspaß kein Stück. Also ich bin voll drin. Ich habe schon überlegt, ob ich mir nicht noch gleich eine PlayStation 2 kaufe und Resident Evil Outbreak dazu hole, weil auf die hätte ich jetzt auch Bock. Wo, Sesselberger? Ich streame jetzt überhaupt nichts, lass mich in Ruhe. Ist das nicht im Ding, im Outbreak, ist das nicht im Klassiker-Katalog drin? Kann sein, ich weiß Bei der nicht. PlayStation. Also, der Hanna-Bora Resident Evil ist drin, boah, Idee. Ja, auf der 4er gibt es, glaube ich, noch die Portierungen von den DS-Teile, des Revelations 1 und 2. Die habe ich auch noch nicht gespielt, die sind auch relativ gut Da bewertet gibt's worden. einen Mammut. Schau dir das mal an. Oh my fucking Oder, gosh. was soll denn das sein? Ist das ein Elch? Ist das ein mutierter Mammutelch? Ich weiß nicht. Ist schon ein Mammut, oder? Ist ein Rüssel und Händel. Ah. Irgend sowas ist auf alle Fälle. Aber es scheint schwanger zu sein, weil es so einen Bauch hat. Das ist einfach, das ist wie wenn's da Fetten drauf hast und bist auf alle Viere, dann hängt er oben. Okay. Musst du mal Pornos mit Quamperi anschauen, wenn's Doggy machen, dann weißt du, was ich meine. Hau ab jetzt. Das googelst du jetzt nicht, hau ab jetzt. Warum nicht? Schau. Ein Krokodil. Seid ihr denn im Zoo oder was ist da los? Ich weiß nicht. Schau Keine mal, ob es Ahnung. Resident Wir Evil schweifen Outbreak. Schau mal, ob es einen zweiten Teil auch gibt, weil ich das nicht Was? weiß. Hier. Outbreak Hubert Zoo. Christoph ist da. Servus, Hubert Da, Christoph. schau. Natürlich spielt es in einem Zoo. Wild Things. Schau, ob es einen zweiten Teil von Outbreak gibt, du Schwanz. Schau mal den Hund an. Verpiss diese Hyäne. Achso. Fight 2. Da schau her, gibt es 2 Teile, weißt. Habe ich noch was vor mir? Ich hoffe, das Remake wir jetzt dann einmal.
Weil ich schau kurz, da ob es kommt- da einen so gibt. Da könnte bestimmt noch einiges an Remakes. Ja, von Code Veronica hast du mir schon was gesagt, oder? Dass da schon Gerüchte umgängen. Ah, Zu was noch? Da war doch noch zu irgendwas. War sogar zu Outbreaker es Gerücht. wird wahrscheinlich auch als erste nochmal aufgelegt werden. Da hat es auch schon mal geheißen, dass das nochmal kommt. In einem komplett aufpolierten Remake dann, oder? Genau. Dann nicht schon, glaube ich. Ja, das Ding auf dem Gamecube hat damals schon sehr gut ausgeschaut, aber natürlich, dann hätte man die ganze Reihe jetzt, oder fast die ganze Reihe. Ich möchte kein Remake vom 5er, ich möchte, dass das 5er neu erzählt wird und man dann einfach die Geschichte in einem Horror-Universum weitertreibt und nicht in einem Third-Person Gears of War-Shooter-Style. Ja, ich weiß gar nicht, ob das Fünfer, weiß nicht, ob das so auf der Prioritätenliste so weit rum sitzt. Wahrscheinlich nicht, wie gesagt, das gehört ja, wenn der neu erzählt, da gehört ja. Die Story, da gehört alles neu gemacht. Und Sechser sowieso, hau ab mit dem Sechser. Ja, da glaube ich, wartet auch keiner drauf. Nein, da wartet man wirklich nicht drauf, weil das ist echt, also das ist eine Gurke vor dem Herrn gewesen, das war nicht mehr feierlich. Was sie sich da denkt haben, ich bin so froh, dass sie dann mit Biohazard wieder den Rückschritt gemacht haben und sauber in die Horrorkerbe einschlagen, kurz und knackig. Das 8er ist auch verhältnismäßig kurz. Habe ich Bock? Nein, ist ja angekündigt worden, gell? Habt ihr das gehört? Nein. Oh, Wann? War vor okay. kurzem. Wann? Wo? Wie? Wer? Wieso? Was? Ganz so in einem Nebensatz, in so einem Capcom-Stream, da haben sie auch über so Resident Evil Sachen gesprochen und dann hat der Game Director so nebenbei noch gesagt, ich glaube, da ist darum gegangen, dass die Resident Evil Teile jetzt auf dem iPhone spielbar haben. Da war doch irgendwie das 4er oder sowas, kann man jetzt auf dem iPhone spielen. Ja, da habe ich auch was Dann hat er- mitgekriegt. Da Das hat ist er immer ganz nebenbei wichtig. gesagt, dass sie jetzt auch endlich wissen, wie es mit dem Niner weitermachen und sie können jetzt bestätigen, dass das in Arbeit ist. Ja, okay. Überraschung. Überraschung. Ob das da stimmt? Mit dem Leon und der Jill? Das wäre ja völlig verrückt. Was meinst du? Aber beim Niner? das kann natürlich alles fake Da sein. gibt es Ja, überhaupt natürlich ist das fake. Schau dir doch mal so, Das das ist sehe sicher ich vor der Weiden, dass das fake ist. Gott, Corby, du bist so ein Opfer. Ich hoffe, es kommt wieder Zoo vor. Das muss ich nochmal googeln. Wenn du nicht aufpasst mit dem scheiß Zoo, dann haut er 10 raus. Ach komm, gib halt zu, du wirst Outbreak nur wegen dem Zoo spielen. Na, Na, und wahrscheinlich ist das Erste, was du machst, bis du es machst, wo ist der scheiß Zoo? ich als Tierschützer unterstütze keine Zoos. Türsteher, wollte ich sagen. Ja, als Türsteher schlage ich alle Leute in den Zoo ein wollen. So, weiter im Text. Resident Evil reicht jetzt. Abhaken. Googeln. Zumachen. Ich bin noch nicht, Kleid bin nicht werden abgehakt. weniger. Ich bin nicht abgehakt mit Resident Evil, ich bin da immer noch voll drin. Dann müsst ihr mir mehr spielen, Leute, dass mir da verzeihen könnt. Ich hab so viel gespielt, Wahnsinn. Ich hab 3 Ja. Controller durchgespielt. Ja, Ich verzeih, habe ja was davor noch? gelungen. Ich habe ja Ach so. tatsächlich was gespielt. Du Lügenschwein, du. Was hast du noch gespielt? Ich habe Attack on Titan VR gespielt. Hä? Boah. Aha. Und das ist. Nach dem Anime? Ich bin im Anime, im Manga gerade mittendrin und haben mir gedacht, hey, jetzt haben sie das Attack on Titan VR im Early Access released, das haben wir jetzt mal 2 Stunden ein. Geht so, muss ich sagen, Okay. leider. Das ist ein klares Geht so. Es ist zwar, es ist potthässlich, das muss man leider so sagen. Es schaut Okay, wirklich gut, sehr sonst hätte ich was jetzt gesagt. aber das macht ja in der VR-Brille oft nicht so viel aus, weil wenn du dann direkt drin bist, dann schaust du nicht mehr so auf Grafik. Das ist in dem Fall auch wieder so. Aber was mir jetzt eigentlich momentan am allermeisten stört, ist, dass das wirklich rein auf die Action geht. Also du hast eigentlich in jeder Mission, du kämpfst eigentlich nur die ganze Zeit gegen die riesengroßen, fetten, nackerten Affen. Sieht man den in den Schwengel? Nein, aber in eine Ärsche. Da kannst du ziemlich nah ohne, wenn du möchtest. Und ja, Count me in. du schwingst dich da durch die Städte, was schon einigermaßen geil ist, aber die Städte schauen halt so langweilig aus und immer wieder das Gleiche, dass das halt dann irgendwie nach einer Stunde oder sowas auch nur noch so nebenbei abwirkst. Und dann kannst du halt an den Titanen entlang schwingen und aufbauen und ins Knack einhauen und so weiter. Das macht Spaß. Das ist echt cool. Aber ich weiß überhaupt nicht, wo die mit dem Spiel hinwollen, weil das hat null Handlung bis jetzt in der Early Access Version. Und das ist eigentlich das, was am meisten ärgert, weil Attack on Titan hat eigentlich eine geile Handlung, geile Charaktere, geile Geschichten zum Erzählen und besteht nicht nur aus, wir kämpfen jetzt die ganze Zeit gegen Titanen. Und das Spiel, glaube ich, wird aber leider so. Also, naja. Ja, ich habe gedacht, bei den VR-Spielen ist das ja von Haus aus immer eher so abgespecktes Ja,
Ja, was Also ist mit seinem Arm? abgespecktere Handlung, oder? Handlung? Weil da ist doch für Horizon auch so ein VR-Teil rausgekommen und ich glaube, das hat ja jetzt rein von der Handlung her auch nicht so viele Stunden, oder? Ja, gut, das ist es gibt schon VR-Spiele mit einer guten Handlung. Also das ist jetzt nicht nur, weil es ein VR-Spiel ist, heißt das nicht automatisch, Okay, dass es keine Handlung hat. ich habe Äh, jetzt eher Laufzeit gemeint. Also sind die echt auf das ausgelegt, dass man halt dann da mehrere hundert es Stunden gibt- reinsteckt? Es gibt vom Meta ein riesengroßes Rollenspiel, Asgard's Wrath 2, da kannst 60 bis 120 Stunden drin verbringen, wenn du es möchtest. Also es gibt schon auch große Spiele. Du musst halt aufpassen, es gibt einen Unterschied bei VR, es gibt Mobile VR-Brillen, also mit der Quest und so weiter, das sind quasi autarke Geräte, wo der Chip und alles in der Brille sitzt, wo du nur die Brillen brauchst. Und dann gibt es die PlayStation VR 2 und PC VR-Brillen, wo halt der Zuspieler quasi die Konsole oder der PC ist. Das heißt, das ist wesentlich leistungsstärker und hat früher krassere Grafik. Also du kannst in VR schon sehr geile Grafik machen. Zwar noch nicht so krass, wie du das vom 4K-Monitor auf einem fetten Rechner kennst, aber es kann schon ziemlich geil ausschauen. Aber bei den mobilen Headsets ist es halt meistens ein bisschen abgespeckt. Was aber in der Regel, wenn es ein kurzes Spiel ist, gar nicht viel ausmacht, weil du bist da durch die gesteigerte Immersion so drin, dass dir das relativ wurscht ist, ob jetzt die Kanten da schön glatt haben oder ob das Haus jetzt da super realistisch ausschaut. Aber in dem Fall ist es halt wirklich auffällig krass hässlich. Das ist halt wirklich, wirklich Ja, schlimm. das- Also die Titanien und so, die schauen okay aus, die haben so ein bisschen einen Comic-Look. Aber die Gebäude und die Stadt, die auch übrigens komplett leer ist, also fragst du ja da, wen beschützt du da eigentlich? Da ist ja niemand. Es ist Kaiser. schon, naja, Die Architektur, die ist wichtig. naja. UNESCO-Welterbe ist das. Und sie möchten tatsächlich einen relativ großen Umfang machen, wenn das Spiel mal fertig ist. Also es hat jetzt im Early Access, glaube ich, schon 4 Stunden, was du spielen kannst und soll dann immer weiter erweitert werden, aber ich frage mich halt echt um was. Also Vielleicht um Stadtbewohner. das war schön, ja. Das war ganz schön. Irgendeine Also- Handlung. Ich muss ja jetzt schon sagen, wenn man sich die Vorlage ja anschaut vom Anime, dann ist das, was man da in dem Spiel jetzt da animiert gesehen hat, schon verdammt hässlich. Ja, also wie gesagt, vor allem die Umgebung ist grottig. Aber nie vergessen, flaches Battle vor dem Virtual Reality Spiel gibt nie das wieder, was du wirklich siehst. Also das ist, das gibt ein Brief und Siegel, du findest kein VR-Spiel, das da auf einem Screenshot jetzt wahnsinnige Grafik-Flashs gibt. Also das schaut nie so gut aus, wie du es dann wirklich erlebst. Das ist Aber in dem traurig. Fall ist wirklich grausam. Das ist echt nicht schön. Möchte ich nochmal Schön. betonen. Das ist ein hässliches Spiel. Hässlich. Schön ist das nicht. Ja, gut. Ich meine, wir sind jetzt auch nicht besonders schön und trotzdem konsumiert uns leid. Du sollst nicht für andere Leute sprechen. Okay, der Kani ist auch nicht besonders schön, aber trotzdem konsumiert er Nicht leid. für andere Leute. Ach so. So Pissäumel. Schluckt der. Ich hab noch fleißig Luigi's Mansion 2 HD durchgespielt. Das war mein Zwischendrin-Spiel, während den ganzen Resident Evil zeigt zum Oberkämmer. Da braucht man immer mal was Ruhiges dazwischen. Ja, Luigi's Mansion 1 auf dem Gamecube war schon cool und das 3er war sowieso sehr gut. Und da habe ich mich natürlich aufs 2er gefreut, weil es gab es ja nur für den 3DS und jetzt haben wir eben den Switch-Port, wo es man auch sagt. Also es kann absolut nicht mit der Grafik von Teil 3 mithalten. Ansonsten ist es gewohnt schöne Luigi's Mansion Kost, macht Spaß, hat den typischen Humor drinnen, den typischen Idiotenhumor, was man sieht, die ganzen Buhus, ihren Namen, der Dr. Igitt und die Endgegner sind so, ja, sie sind ganz nett, sie klangen von nett bis zu abwechslungsreich, manche Zwischenbosse wiederholen sie aber zu sehr, muss ich sagen. Es war auch cool, wenn man irgendwie mal ausweichen kann. So ein kleiner Ausweichschritt war ganz geil, weil das hat mich oft mal sehr viel Nerven gekostet. Ein Medaillensystem habe ich auch nicht kapiert. Du kannst da so 1 bis 3 Sterne, Bronze, Silber, Gold organisieren. Also 1 Stern Gold, dann ist das Beste, was du machst. Dann wird bewertet Zeit, Münzen, Geister, die gefangen werden und Schaden, den du nimmst. Aber wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ab wann das umswitcht. Ich habe manchmal die gleiche Bewertung gekriegt, obwohl ich in alle Punkte doppelt so gut war wie beim ersten Durchgang. Dann haben wir gesagt, alles klar, mir ist wurscht, ich sammle einfach nur alles und muss nicht alles auf Gold spielen, bin ich raus.
Was mir ein bisschen gestört hat, war dieser einzelne Levelaufbau, weil du laufst ja durchs Level durch und dann wirst du wieder zurückgeholt. Und dann ist halt oft einmal so, du weißt halt nicht, wann du zurückgeholt wirst. Und wenn du denkst, passt, die Tür schauen wir da hinten danach, oh, jetzt geh erst in die Tür rein, dann kann es mal sein, dass du in der Türe dieses Level gerade beendest und dann holt die einfach zurück. Und dann musst du das einfach nochmal spielen, das ist das komplette Level, damit du den anderen Raum anschauen kannst. Fand den Teil 3 besser mit dem, wo man dann einfach die ganze Welt anschauen hat können. Und am Ende ist es auch nicht so dramatisch, weil du hast, wenn du dann weißt, wo du hin musst, dann laufst du die Level auf 5 Minuten ab, weil dann kannst du alles ignorieren und laufst dann straight dahin, was du haben möchtest. Aber ja, mir gefällt der Levelaufbau allgemein nicht so. Und es gab ein Level, wo ich dabei durchtrat. Da hat es eine Treppe gegeben, immer drei Treppen nebeneinander und Fackeln davor. Und das sind ungefähr 20 Etagen, sage ich jetzt mal. Und dann musst du da aufhören. Und du siehst, wenn die anzünden, siehst du immer eine Treppen, bei der die Fackeln nicht gleich an sind. Die werden jetzt später angeschalten. Jetzt, wenn du siehst ja immer schon, wenn ich bis ganz auf und wenn du da eine nicht gescheit siehst, dann rutschst du wieder oben. Aber wenn du da aufrennst, dann rutschst du komplett oben. Komplett, die komplette Treppen. Und wenn du dann nicht genau gesehen hast, welche das als erste ausgegangen sind oder nicht angegangen sind, dann war lecker, der Weibel durchtrat. Wie gesagt, 20 Etagen, glaube ich, und dann rennst du da auf und dann frutschst du oben, 15 Etagen, dann gehst du da der nächsten. Dann ist die Steuerung, die ist da nicht so Nintendo-typisch on point, wie man es kennt. Du gehst da total zweit an dieser Treppe, die obergegangen ist, zack, rutschst du die komplette Treppe oben. Also wenn So du aus Mario RPG. Ja, so ungefähr, genau. Das war so leicht schwammig. Ja, genau. Und dann rutscht du aber halt, wenn du jetzt auch nur aus Versehen auf diese Treppen hinkommst, die du gar nicht berühren wolltest, über die du aber schon aufgegangen bist, weil die sind halt dann alle glatt, dann rutschst du trotzdem wieder komplett bis oben und du schaust da aber auch zu, bis du da oben gerutscht bist. Du bleibst da sitzen und schaust zu, weil ich dabei durchtrat. Das hat mich wahnsinnig gemacht. Aber ansonsten ist es ein Nintendo-typisches, schönes Spiel für zwischendurch mit gutem Humor, wenn man den Nintendo-Humor an sich mag. Und ohne viel Stress, sage ich jetzt mal dazu, weil ja, es ist sehr entspannend, sehr beruhigend gewesen. Geistheit zum Sagen. Ach, was werden das gewesen sein? Ich sage jetzt mal 20, 25 Stunden. Naja, 20 Was? maximal. 20 So maximal. Wenn du alles sammeln möchtest, dann hätte ich jetzt gesagt 20. Aber du hast ja gar nicht alles gesammelt, hast du gesagt. Ja, gesammelt schon, ich habe gerade nicht alle Levels auf Gold gespielt. Ach so. Ach so. Genau. Okay. Dann hätte ich, wobei wahrscheinlich 20 auch schon hochgestochen ist. Gehen wir lieber auf 15. Machen wir 15 Stunden. Wenn du dann alles auf Gold spielen möchtest, dann eher 20. Und jetzt spielst du aktuell Princess Peach. Tatsächlich, das ist jetzt gerade mein, nachdem ich mit Luigi fertig war, haben wir gedacht, ich brauche wieder was für zwischendrin. Und jetzt habe ich mir Princess Peach Showtime einfach geholt. Und ja, ist eigentlich das gleiche wie Luigi's Mansion, das ist gemütlich für zwischendrin. Da merkst du halt eindeutig, also da ist ja die Zielgruppe, ist ja da eindeutig ein ganz junges Publikum, weil du fast überhaupt keine Herausforderung an irgendetwas hast. Du hast teilweise relativ lange Ladezeiten, muss ich feststellen, vor allem wenn du in die Levels reingehst, dann sind die Ladezeiten relativ schnell und es ruckelt auch komischerweise bei die Ladebildschirme ganz kreislig. Ansonsten ist es ultra kreativ und abwechslungsreich. Du hast da praktisch verschiedene Etagen. In jeder Etage hast du dann 4 Level und dann gibt es einen Endboss. Und in jedem Level hast du ein anderes Kostüm. Und die Welten sind halt dann dementsprechend aufgebaut und du hast jetzt mehr eine andere Fähigkeit. Du bist der Fechter, du bist der Ninja, du bist der Detektiv, du bist der Cowgirl und was weiß ich. Und das ist echt cool. Da denke ich mir, da kannst du halt wirklich so ein riesen fettes Spiel eigentlich draus machen, das mit dieser Kreativität und dieser Abwechslung, das ein älteres Publikum fesseln darf, wenn man es herausfordernder machen darf. Aber ansonsten ist es genauso wie Luigi's Mansion auch eben, diese Levels sind relativ kurz. Du musst, glaube ich, in jedem Level 10 so Funkelkristalle sammeln und eine Schleife, wenn du die mal übersägst. Beim ersten Durchgang brauchst du halt, was weiß ich, 20, 25 Minuten für das Level. Wenn du den einen übersägst, dann laufst du auf 5 Minuten das Level aber ab, wenn du nicht alles durchsuchen musst. Und ja, wenn ich da mal wieder am Gamecube gesessen bin und 1,5 Stunden lang umeinander gerannt bin, weil ich nirgends speichern kann, die einfach nicht mehr getroffen werden vom Zombie bei Resident Evil, dann ist das ganz entspannend, wenn man es dann geschafft hat, an einem Punkt zu kommen, wo man speichert, sie heilen hat keiner im besten Fall nur dazu, dann ausschüttet und sagt, und jetzt noch was zum Oberkommen, ein Level Princess Peach Showtime. Aber da bist du nicht durch. Na, da bin ich jetzt, ich habe jetzt den zweiten Endboss, habe jetzt heute mal schnell besiegt.
Okay, weil Ich da weiß, würde mich ja wo- interessieren, wie lang da insgesamt das Gameplay dann ist. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Endbosse das am Ende gibt oder wie viele Stockwerke in dem Fall. Es ist nur ein Kellerstockwerk dabei, habe ich gesehen, mit verschiedenen Level. Da habe ich aber jetzt erst einen machen können. Da kann man dann so ursprüngliche Schauspieler, sage ich jetzt mal, weil es ist ja alles so im Theaterstil aufgebaut, befreien. Da habe ich aber erst einen befreien können. Ich weiß nicht, ob das später dann noch so Special-Welten werden, dass du da dann nach und nach rein kannst zum Befreien. Und so hast du halt abseits auch nicht viel zum Sammeln. Wie gesagt, jetzt Level 10 Funkelkristalle, eine Schleife, dann kannst du ein paar Kleider kaufen. Für deine Begleitung, die Stella, kannst du verschiedene Farben für ihr Kleidel kaufen. Das war's aber schon. Also es ist wirklich, es hält sich sehr im Rahmen, es ist nicht anstrengend. Einfach gemütlich für zwischendrin. Bin schon am Spekulieren, was das nächste gemütliche Spiel für zwischendrin wird, wenn ich dann Prinzessin Peach durch hab. Brauche mehr Gemütlichkeit in meinem Leben. Wenn ihr der Ninja ist, bringt ihr dann da jemanden um? Ja, vor allem, weil es auf eine sehr junge Zielgruppe gerichtet ist, weidest du dann Leid aus und schändest da eher eine Leichname. Das will ja keiner sagen. Ich meine damit, es gibt ja irgendeine Verbindung, worum es in der Ninja ist. Geht es da mehr um Schleichen oder? Ja, halt, du schleichst dich dann eben durch das Ding. Dann hast du ein paar hohe Gräser, wo du verstecken kannst. Du hast so einen Spiegel, mit dem du ein Fenster stellen kannst, dass du mit dem Hintergrund verschmelzt und so. Wie gesagt, jede Figur, jedes Level hat dann verschiedene Mechaniken. Du bist eine Eisläuferin, du bist eine Bäckerin, du bist ein Cowgirl, ein Detektiv, mit dem, also wirklich, ich habe jetzt die ersten 8 Level gesehen und es war keins wie das andere. Okay. Ja, also schon, also ich würde es jetzt nicht spielen, weil es mich ehrlich gesagt nicht so interessiert. Aber das weißt du, das Eine auch du weibliche kannst. Hauptrolle, sag mal, was soll denn das? Ja, Na, nicht deswegen, aber ich finde die Kreativität eigentlich ziemlich cool. Und das war, wie gesagt, auch was für die, weil das ist überhaupt nicht schwer. Das ist von Haus aus im Story-Mode programmiert worden, Corby. Ja, wow, cool. Also das heißt, da brauche ich gar keine Freunde, dann spiele ich es nicht. Na, brauchst du wirklich nicht. Ich kann es dir ausleihen, dann kannst du mal schauen. Mei, es spricht mir jetzt halt einfach nicht an. Und Wir haben, der Seppi hat ja gerade gesagt, warum. ja, ich freue mich aber schon auf The Legend of Zelda, wenn man mit der Zelda spielen kann. Ja, aber Das ist erst auch seitdem du weiblich weißt, dass man auch einen Link nehmen kann, vorher hast du nicht gefragt. Nein. Du Chauvinistenschwein. Das, ihr stellt sich da immer so da, also das stimmt überhaupt Ja, nicht. das schaffst du schon ganz allein, da müssen wir Wollte gar grad nicht sagen. wieder dazu da. Da brauchen wir gar nichts zu sagen. Das ist wie mit Mike, der schafft es auch ganz allein, dass er Nazi mimt. Oida. Jetzt, er kann sich nicht mal richtig wehren. Ja, ich glaube, dass ihm gerade ein Bugel geholt runtergelaufen ist. Der wird mir am Donnerstag, wenn wir Depolo schauen, werden wir wahrscheinlich ins Sack gehauen. Ich werde ihn daran erinnern. Ja, schon, schreib's ihm damit auch schnell. Ja. Was habt ihr jetzt noch gespielt? Ich habe noch was für Erwachsene gespielt. Da was dabei. Princess Peach Triple X Version. Nein, so weit ich nie gehen. Nobody Wants to Die habe ich mal angeschaut. Das ist ganz geil. Das ist so das ist ein Adventure. So, weißt du, so, wo man so Sachen, Rätsel lösen muss und so. Das ist in Umgebungsrätsel. so einer. Nein, das hat eine ganz andere Funktionsweise. Du bist auf alle Fälle in so einem Jahr 2300 Artstyle-Dings. Also, du Bioshock, hast oder? quasi- So schaut's Ja, irgendwie das ist aus. so eine Mischung. Du hast so den 1950er-Look mit so Hightech vermischt, so ein bisschen. Und du hast so dieses regnerische Film Noir, die Film Noir-Atmosphäre zirkt durch das ganze Spiel. Und du spielst quasi einen Detective, der momentan gerade beurlaubt ist, weil er irgendeinen Scheiß gebaut hat, soll aber für seinen Chef nur irgendwie so einen Fall zum Tatort gehen und da noch irgendwie schnell was holen. Und du kommst drauf dann da ein und es baumelt so ein Typ an einem Galgen und so ein Baum brennt. Und es gibt nur noch einen einzigen Baum gegeben in der Stadt. Also die Bäume sind da selten und du siehst dann nie im Boden. Also das ist ja, eine ziemlich dystopische Zukunft. Das ist wie Coruscant praktisch. Das Star Wars. Die Hauptstadt, die ein kompletter Planet ist. sah aus. Jedenfalls, das Ja, Geile ist, du kommst dann verstimmt diese eh bei mir. Tatorte und du kannst dann die Zeit so ein bisschen zurücklaufen lassen. Also du hast, wenn du gewisse Hinweise findest, kannst du an deine Punkte Zeit wieder ein bisschen zurückspielen lassen und so baut sie langsam, aber sicher die komplette Szenerie so vor dir auf. Carsten ist Schritt für wieder da, Schritt. servus.
Und das ist nicht sonderlich schwierig. Also du kommst da schon durch, aber du musst halt so bestimmte Hinweise immer wieder finden. Und das schaut wahnsinnig geil aus, das Spiel. Das hat ziemlich geile Effekte. Dauert nicht lang, ich glaube so 5, 6 Stunden. Und bis jetzt ist die Story ziemlich spannend. Also du kriegst immer wieder ein bisschen so Fetzen mit, weil das führt dich dann klassisch Film noir-mäßig, ist halt irgendwie so eine Art Verschwörung im Gange und du musst dich das so langsam aufdecken. Bist über Funk mit deiner Kollegin verbunden, die hilft da immer wieder ein bisschen. Und er selber ist halt also, ja, leicht versoffener Max Payne-Typ, der immer mal wieder so vor sich hergrummelt. Du kannst so geile, melancholische Monologe lauschen, wenn es dann irgendwo im 700. Stock über der Straße sitzt, wo die Autos rumfliegen und er sein Whisky einballert. Also es hat ganz geile Szenen drin. Ich bin jetzt, glaube ich, 3/4 durch oder sowas, aber kann ich bis jetzt empfehlen. Ist jetzt nichts Actionreiches, also das ist wirklich ein reines Adventure. Schaut aber geil aus und hat bis jetzt eine ganz gute Story. Ich mag vor allem diese Steampunk-ähnlichen Settings, das holt mich Also irgendwie immer gleich das ab. zieht ja bis jetzt durch jeden Tatort und so weiter durch. Das schaut alles richtig geil aus. Das Artdesign, das ist gut durchstrukturiert. Das bleibt immer irgendwie so griffig. Es ist wirklich top. Kann ich empfehlen. Zauberhaft. Coole Sache. Sehr schön. Zauberhaft. Das müsste genauso zauberhaft sein wie das Spiel Squirrel with a Gun. Ähnliche Liga. Okay. Das schaut doch nur geil aus, oder? Ja, voll. Habt ihr den Trailer angeschaut? Halle. Das ist doch schon älter, oder? Der Trailer. schon Ich länger, glaube schon. Ich glaube schon. Ich habe das auch nicht mehr weiterverfolgt, ob es das Spiel ja schon mittlerweile gibt oder so, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Aber ich habe den Trailer gesehen und gedacht, ja, geil. Das braucht die Menschheit. Das braucht es auf alle Fälle. Das Hat braucht's der auf Menschheit alle- gefehlt. Auf alle Fälle, ja. Und es gibt da irgendwie so ein Spiel, Black State heißt das irgendwie vor ein paar, ich glaube vor ein paar Metal Gear Solid Leute sogar mitgemacht worden ist. Habt ihr von dem schon was gehört? Na, Ja, genau, das ist das. Also da kann man sich auch schon einen Trailer anschauen, wenn es einen interessiert. Das hat ein bisschen so Metal Gear Solid Vibes. Und da wir ja da wahrscheinlich in naher Zukunft kein neues kriegen, war es nicht schlecht, wenn wir eine Ausweichmöglichkeit irgendwann dafür haben. Sind wir jetzt schon bei der Neuankündigung? Nein, oder das was? ist mir jetzt gerade eingefallen, dass das gibt, bevor ich es wieder vergieß. Mein Hirn ist ein Sieb, was du siehst. Ich war nämlich Bevor das noch viel weitergeht, oder? Echt, du warst doch fertig, oder? mit dem schon. Ja, schau. Hast du noch etwas gespielt, musst du sagen? Weitestgehend. Willst du noch etwas spielen? Oh mein Gott, der Hund. Flippt auch schon voll aus. Krasser Scheiß. Jetzt wird's gerissen. Habt ihr Star Wars Outlaws auf dem Schirm? Ja, das kommt im Ja. August jetzt aus, oder? Ende August. Ja, das kommt jetzt so bald. Habt ihr das mitgekriegt mit dem Gameplay-Trailer? Was meinst du genau? Ich habe mitgekriegt, dass es einen Gameplay-Trailer gibt, ja. Es ist auf IGN. Shitstorm? Auf IGN haben sie, weiß nicht, ich glaube, eine Viertelstunde oder 20 Minuten quasi nahtlos, also eine Spielszene von einer Nebenquest oder sowas. Die haben sie komplett von vorne bis hinten durchgespielt und sie haben es gezeigt. Und da ist ein ziemlicher Shitstorm entbrochen, weil die Leute das alle nicht so geil finden. Zum einen ist es generisch das Gameplay aus der Hölle und zum anderen ist es teilweise grafisch auch gar nicht so geil. Sie steigt da quasi in so eine, ich weiß nicht, wie die riesengroßen Viecher heißen. Sie haben es ein paar Mal gesagt, aber ich kann mir den Scheiß nicht merken. Das ist irgendwie So verendet und dumm. sie kraxelt dann da rein und muss da so einen Zahn von dem bergen. Also schon mal an und für sich eine ziemlich madige Fetch-Quest. Und da haben also, dann schaut es in dem Viech aus wie in einer ganz normaler Höhle quasi. Und das Wasser ist ziemlich mau animiert gewesen. Also das ist quasi immer, wenn es einen Schritt ins Wasser tut, macht es einfach so. Das Wasser, ganz komisch, einfach auf für den Obi. Schaut richtig dumm aus. Stark. Und ja, und auch die Shooter-Sequenzen waren jetzt nicht so geil. Haben nicht so gut ausgeschaut. Und jetzt hat sich natürlich der geneigte Star Wars-Fan, der ja schnell zum Hass Du tendiert. Ja, Also der ich wollte gerade sagen, der immer ruhig bleibt und sehr Ja. viel verzeiht und sagt, hey, Hauptsache die Story passt. Hauptsache Material kriegen wir, ja. Die waren ja Die eh haben schon sie überhaupt nicht natürlich on fire, weil die Hauptprotagonistin nicht ultra 90, 60, Ja. 90 sexy geil ist und weil sie Protagonistin auch noch ist. Also da waren sie eh schon überhaupt nicht on fire. Also es hat weiterhin einen schweren Stand, aber jetzt, bevor wir aufgenommen haben, vor einer Stunde ungefähr,
haben die ersten Previews rausgekommen und ich habe mir jetzt mal noch 2 angeschaut, kurz vorher. Mhm. Aber das ist bei Weitem nicht alles so schlimm, bis alle dann. Also die Ja, wieder allen Erwartens. 2, 3 Videos, was wir uns da angeschaut haben, da haben ein paar Redakteure haben 4 Stunden oder so anspielen dürfen. Mhm. Es ist nicht auf dem Niveau, wie jetzt die großen Assassin's Creed haben, so grafisch und spielerisch, wie es Shadows und so weiter, aber es schaut alles so top aus. Gibt nur ganz kleine Probleme mit der Framerate, aber das sind also Preview-Builds, die haben von Haus aus noch nicht fertig. Da kann man aber damit rechnen, dass das bis zum Release dann verbessert wird. Die Open World, weil viele leider gemeint haben, jetzt kriegt es endlich es ist das erste Open World-Spiel von Star Wars, das habe ich eigentlich auch gar nicht auf dem Schirm gehabt, also bis auf die Lego-Dinger. Und da haben sich viele Leute durch den Untertitel Outlaws jetzt so ein bisschen erhofft, dass man jetzt ein leichtes GTA im Star Wars-Universum kriegt, aber dem ist nicht so. Also die Umgebung reagiert jetzt nicht so krass auf die. Was hat Warum das meinen nicht die das Rockstar? sofort? Das Warum hat doch meinen die Rockstar das entwickelt, oder? Ja. Ich mein, die Ubisoft hat jetzt nicht mehr Details gespart. Also die haben eigentlich schon mal relativ genau gesagt, was die da jetzt veröffentlichen. Aber Hätte ich jetzt auch Leute gesagt, möchten ja. eher immer irgendwie was nicht haben können. Ja, genau. Und dann bin ich voll enttäuscht auf und alle bockig Fälle- und dann wird das Review Ja. gebombt. Ja, genau. Im Grunde ist die Kernmechanik oder was die Previewer gesagt haben, was das meiste Potenzial birgt, ist, dass du quasi, es gibt ja die 4 Clans in dem Spiel und die kannst du so ein bisschen gegeneinander ausspielen. Also du hast da so ein Reputationssystem, also wenn du bestimmte Sachen für die machst, dann mengen die lieber. Wenn du jetzt aber das machst, dann mengen die lieber, dann hast du die wieder. Und die kannst du gegeneinander ausspielen. Wenn du zum Beispiel mit Clan A ziemlich gut kannst, öffnen sie dir neue Wege. Du kannst aber auch die Sympathien nutzen und die da dann leichter in deine Basen filtrieren und kommst leichter an Informationen und kannst die dann quasi einem anderen Clan zuspulen. Also du kannst quasi den Vertrauen komplett ausnutzen und sehen Sachen. Und das kann eine ganz interessante Spielmechanik werden. Was mir ein bisschen stutzig gemacht hat, ist aber, dass geheißen hat, dass egal wie du die stehst mit denen und egal wie verhasst dass du bist, das hat alles nichts mit dem Ausgang der Hauptstory zu tun. Weil ich mich dann wieder frage, warum dann das Ganze? Warum man ein Star Wars-Spiel macht, okay. Nein, ich finde es ein wenig seltsam, dass du 4 Clans einbaust, die wahnsinnig gegeneinander ausspielen kannst und die super viele Nebenquests haben, aber dann null mit der Hauptstory oder wenig mit der Hauptstory zu tun oder nichts zu beeinflussen können. Also Ja. ich bin Vielleicht mir war gespannt, das- wie das dann im fertigen Spiel wird. Vielleicht gehört das Spiel dann irgendwie zum Kanon mit dazu und sie wollen halt keine 4 verschiedenen Enden, sondern 1. Das bezweifle ich stark, dass es zum Kanon dazu gehört. Okay. Glaub jetzt auch nicht, ne? Aber Kanye hat jetzt mal gesagt, dass dass ein paar Sachen aus den Spiele von Star Wars, wie heißen die? Ja, Ja, du meinst Jedi. Jedi Survivor und Ja, das, genau. genau. Dass das schon teilweise dazu gehört. Die Ja, schon, das ja. stimmt. Achso, Aber aber das Outlaws ist aber- nicht. Weiß man, ich glaube, da weiß man noch nichts. Keine Keine Ahnung, wie sie es jetzt letztendlich handhaben, ob es da mit eingekehrt. Was halt für ein Ubisoft-Spiel ziemlich krass ist, es gibt keine mit Fragezeichen geflutete Map, sondern du musst deinen Scheiß wirklich selber finden. Die einzige Hilfestellung, die es dann gibt, ist, wenn du in der Nähe von irgendwas Interessanten bist, dann blendest du so ein kleines Fragezeichen oben in deinem Kompass ein und dann findest du halt das. Aber es ist nicht so diese Flut an krassen Fragezeichen-Scheiß. Das Karten gar nicht mehr 6 Davon voll auf das nicht Zeug. Naja, brutal. Wie kann denn Das das soll doch dann nicht sein. Spaß machen? Gar nicht, ganz klar, gar Keine nicht. Insgesamt soll es auch bei Weitem keinen so einen krassen Umfang haben. Ich glaube, es heißt so an die 30 Stunden und man ist durch, was ich das sehr begrüße. Ich wollte gerade sagen, das ist immer ganz selbst. Ja. Und es gibt natürlich ein paar Minispiele. Ich habe es mal aufgeschrieben, irgendwie so ein komisches Star Wars-Zeug, das komische Namen hat. Sabak. Achso. Wir? Irgendwie ein Kartenspiel. Ja. Sabak. Irgendwie ein Kartenspiel kannst du machen. Cantu-Bite-Pferde rennen. Weiß ich nicht. Und dann gibt es irgendwie so Arcade-Automaten, wo du Spiele spielen kannst. Dann hat er so gleich. Wie bei Shenmue. kannst du schon ein bisschen. Ja, genau, dann kannst du ein bisschen so Sachen machen. Ja, und die Kämpfe sollen auch nicht so schlecht sein, wie es alle meinen. Also das Trefferfeedback ist ganz ordentlich, heißt, das Action ist durchaus fordernd. Die Sturmtruppler treffen die auch durchaus. Also insgesamt ist jetzt eigentlich der Ruf ein bisschen besser geworden, glaube ich, wenn man sich die Previews anhört. Ich glaube, da erwartet uns durchaus ein spielbares Star Wars-Spiel.
Ich werd's auf alle Fälle Meisterwerk. Du hast gesagt Meisterwerk. Ja. Ja. Ich würde es auch spielen. 30.08. mal ins Release, oder? spielen. Ja, genau. Da freue ich mich schon drauf. Da bin ich echt gespannt. Vor allem, weil ich Es hab ist sogar, da. also ich kann mit dem ganzen Star Wars Zeug eigentlich gar nicht mehr so viel anfangen, aber das Spiel interessiert mich tatsächlich wirklich. Mir hat das von Anfang an besser gefallen wie die meisten anderen Star Wars Spiele, weil das einfach ein bisschen in eine andere Richtung geht, aber so das Gefühl. Ja, aber Ja, es ist wegen einfach dem einmal Viech, weil Weiß. der Hund da so niedlich ist. Ja, Ah, der ist guck da mal der den- Nix, der ist natürlich auch ganz Ja. süß. Der ist so putzig. cute. Den kann man übrigens für so Stealth-Sachen hernehmen. Ja. Also es ist eh mehr so ein bisschen Stealth-lastiger, also du wirst mehr der Schleicher und Leute von hinterrücks umbringen. Und da kann man auch ihm mal schicken, dass er irgendwelche Aufgaben übernimmt. Meistens ist es eher so, dass man, wenn man ins direkte Gefecht geht, wahrscheinlich eher wegballert wird, weil man immer gegen eine Übermacht kämpft hast. Ja, kann aber vielleicht die Stärke vom Spiel sein. Kommt es darauf an, wie es die Stealth-Mechaniken lösen. Ich habe das letzte Mal auch gesehen, irgend so Übergang vom Stealth in eine Schießerei. Und ich fand, das hat eigentlich ganz gut ausgeschaut. Also, zwar jetzt halt nichts, das irgendwie was neu definieren darf, aber halt einfach noch einen grundsoliden Gameplay. Genau, Deswegen- ich glaube, dass die jetzt da nicht großartig irgendwie Risiken eingingen. Das war nicht so Ubisoft-like. Aber wenn es zumindest den Umfang in Grenzen halten und nicht einen typischen Open-World-Wahnsinn da betreiben, glaube ich, ist das völlig okay. Weil so Spiele mal kennen sie ja, sie übertreiben es nur immer an bestimmte Sachen so oft. Darum ist ja das wahrscheinlich jetzt ein bisschen kürzer ausgefallen, weil sie ja, weil sie doch gesagt haben, dass jetzt halt einige Assassin's Creed Remakes gerade in der Pipeline haben. Da werden sie sich hauptsächlich drauf konzentrieren. Darum haben sie gesagt, Star Wars halt mal kurz. Und dann gibt es wieder 834.000 Stunden in Sammelwaren in unsere Remakes dann. Ja, und vor allem kommt ja Shadows auch bald. Und das ist ja der Hauptfokus für Ubisoft. Aber das dieses Star Jahr. Wars ist ja, glaube ich, gar nicht bei Ubisoft selber in Entwicklung, oder? Das ist doch, ist ja gerade der Publisher, oder? Die Entwicklung ist ja irgendwo anders. Nein, in einem Fall ja noch nicht 100.000 Studios halt. Die haben ja etliche. Ja, das schon, ich hab gemeint, dass die irgendwo ganz woanders sind. Aber mag ich nichts. Ich bin gespannt auf alle Fälle, ich will spielen. Ich bin von Star Wars kurz in ein anderes Fandom rüberrutschen, weil da war ich jetzt auch noch fleißig, ins Herr der Ringe-Universum. Haben wir jetzt nämlich mal auch wieder mal die PlayStation 3 angeschmissen mit dem Spätzl und haben Herr der Ringe Krieg im Norden gespielt. Weißt du, ob das irgendwann kennt? Man spielt. Ja, das habe ich gespielt. Das ist geil. Das ist Ja, echt genau, cool. das ist das. Das ist cool, genau, du sagst das, man spielt einen Zwerge, Elben und einen Waldläufer, die miteinander unterwegs sind, und zwar in Richtung Norden, in der man, ich glaube, Saurons Hand hat er geheißen, wie jetzt der mordorianische Name war, weiß ich nicht mehr. Es sind viele Adler dabei, das ist cool. Es hat, ja gut, man wird schon ein bisschen, sagen wir mal, überflutet mit Sammelgegenständen, also mit Rüstungen, Waffen und Runen, die man dann da ohne ballern kann. Das kann man vielleicht schon mal kurz ein wenig erschlagen, aber ansonsten cooles Gameplay, coole Story. Ab und zu ist es ein bisschen viel, weil wenn, was weiß ich, 2, 3 Trolle auf einmal kommen, dann wird es mal ein bisschen anstrengend. Aber ansonsten für Herr der Ringe-Fans, die zocken, auch heutzutage auf der PlayStation 3 noch absolut spielbar. Und nachdem haben wir gedacht, jetzt erzähl ich gleich das nächste spielbare Mittelerde-Spiel raus. Wie weit bist denn du da? Da bin ich durch, das ist relativ kurz gewesen, das Spiel. Weil ich kann mich daran erinnern, ich habe das mit einem Kumpel gespielt. Und wir sind relativ weit vorn. Ich glaube, es ist das 3. oder 4. Level. Da bist du bei so einem Orkturm. Und dann kämpfst du gegen den Boss ganz oben auf der Spitze. Kann sein, ja. Und wir haben es ums Verrecken nicht kapiert und geschafft, dass wir den irgendwie killen. Ja, leck. Ja, irgendwann haben wir ihn halt da gehauen. Ja, okay. Aber Es kann sein, es waren ein paar so Gegner dabei, die wirklich sehr zeitintensiver gefühlt waren, wo es irgendwie gemeint hast, dass du überhaupt keinen Fortschritt. An den speziell kann ich mich jetzt aber irgendwie gar nicht erinnern. ich glaube, das war so einer, der hat sich wie ein Wrestler die ganze Zeit auf die dann da draufgeworfen. So Yokozuna-Style. Urukai. Aber also nur deswegen habe ich das Spiel als negativ in Erinnerung, weil so hat es total geiler ausgeschaut und richtig viel Spaß gemacht. Ja, Aber weil wir dann halt einfach nicht weitergekommen sind, war das Spiel halt dann tot. ja, ist ja klar. Wenn du dann irgendwann überhaupt nicht mehr weiterkommst, dann gibst du mehr auf. Und ja, das kann ich verstehen, vor allem wenn man jünger ist, dass man dann irgendwann überhaupt keinen Bock mehr drauf hat, weil echt ein paar Gegner dabei waren, was du sagst,
hau ab jetzt mit dem Scheiß. Oder auch ein paar so Zwischenmomente, weißt du, wo 1000 Gegner auf einmal kommen, dann noch 2 Trolls oder 3 Trolle auf einmal und du denkst, jetzt lasst mich halt einfach in Ruhe, ich möchte einfach nur weiterlaufen. Ja. Lasst mich einfach in Ruhe. Naja, auf alle Fälle ist es durch, ist schon wieder ins Regal gewandert, dafür haben wir gleich PlayStation 4 angeschalten und Mittelerde Mordors Schatten habe ich jetzt endlich mal angefangen. Steht schon seit Release auf meiner To-Do-Liste, dieses Spiel zum Spielen. Und jetzt habe ich endlich damit angefangen. Es hat brutale Assassin's Creed Vibes. Also wenn du kletterst, deine Bewegungen, das Kämpfer, das ist schon, das glaube ich, kannst einfach, da haben sie Blaupause von Ubisoft mehr oder weniger gekriegt. Wo es auch ganz komisch ist, dass du irgendwie gefühlt, das sind Gegnerhorden, die nie aufhören. Es ist gefühlt, es sind immer Gegner da. Es hört nie auf, dass du mal einen Bereich einfach gesäubert hast und sagst, jetzt kann ich mich umschauen. Das finde ich irgendwie ganz bizarr. An sich, die Moves sind halt voll geil, vor allem auch die Finisher, die Hinrichtungen. Es wird auch nicht mit an Gewalt gespart. Also, wenn's dann haust du ein Schwert durch den Kopf durch und was sagst du, ja, jetzt ist er natürlich eh schon Hit, aber dann ziehen wir es aus, dann hauen wir ihm noch den Kopf ab, weil es klang da noch nicht. Und Blut spritzt ohne Ende. Und was richtig cool ist, also Story bis jetzt auch gut, du bist da so auf dem Rache-Ding und gleichzeitig ist, also bist da wieder Waldläufer, gleichzeitig hast du einen Geist vor einem gefallenen Elb bei dir, der hilft dabei ein paar Dinge, das erinnert dann wenn du da so switcht, erinnert es ein bisschen so an die Arkham-Detektivsicht von die Batman-Teile damals. Und da gibt es so ein Gameplay-Ding, dass du mit Ork-Häuptlinge zum Tor hast. Und was richtig geil ist, also erstens mal kannst du Informationen von die Orks, die du einzeln bekämpfst, rausholen, damit du dann wieder weißt, wo einer ist. Und wenn du gegen die kämpfst, die können dann fliehen oder sonst irgendwas, die merken sie aber, dass du da warst, was ziemlich geil ist, weil du bist mir auf so eine Art, so einem Reittier unterwegs, weil es dann wieder heißen, keine Waage. Und da haben wir gegen einen gekämpft. Und dann ist der abgehauen und später haben wir ihn wiedergefunden und dann sagt er sogar noch zu dir, bist du diesmal nicht auf so einem reitenden Biest unterwegs. Also das ist eigentlich ziemlich krass. Was habe ich beim Spiel so an sich irgendwie noch gar nicht erlebt und die haben das war ja damals der riesen Hype genau. das Spiel drumherum. Mit dem ist so beworben worden, genau. Genau, dass die ganzen Orks ja geil. Intelligentes Leben haben. Genau, die sind, also das ist richtig geil, das fasziniert mich direkt ein wenig, weil das habe ich irgendwie so überhaupt noch nicht beim Spiel dabei gehabt. Heutzutage da steht Mordors Schatten jetzt mit KI. Ja, wahrscheinlich war das heute die große Mordors Schatten jetzt mit ChatGPT. Ja, genau. Auf alle Fälle, bis jetzt macht zwar Spaß, ist aber jetzt nicht der totale Reißer, aber eben dieses Org-System, dieses Häuptlingssystem ist für mich wirklich so ein Ding, das mir richtig mitnimmt. Vor allem, wenn du dann, du kannst dann einen irgendwie zu dir ziehen, dass der den anderen ein bisschen, dass der die anderen in den Rücken fällt. Dafür machst du praktisch mit ihm einen Deal, wenn du den umbringst, dann steigt er als Häuptling auf. Also das ist echt das richtig geiles Menü. Ich bin jetzt aber auch gespannt, wie die Story dann weitergeht. Da gibt es ja noch einen zweiten Teil, ich weiß jetzt nur nicht, wie der zweite Teil heißt. Schauen wir noch. 2. Schatten des Kriegs. Schatten des Krieges, genau. Bei denen habe ich auch schon ewig lang, da waren wir bei die Gratis-Spiele dabei in der Bibliothek. Und da ist ja das, ich werde zwar natürlich dann auch durchspulen, aber scheinbar, ich weiß nicht, ob das jemals nachgepatcht wurde, ist da das Ende so dermaßen mit Grind verbunden, dass sie die Leute dazu treiben wollten, dass man sich was kauft. Und jetzt, wie gesagt, okay. ich weiß nicht, ob das jemals nachgepatcht wurde, dass man es jetzt auch so schaffen kann. Dafür ist ja das brutal in der Kritik gestanden. Ist das, glaube ich, nicht sogar eher von EA? Bin mir jetzt nicht sicher. Auf alle Fälle muss das eine riesige Frechheit gewesen sein. Also so richtig, da haben sie gleich richtig über den Tisch gezogen. Davor graust man schon ein bisschen. Aber ja, jetzt spiele ich Teil 1. Natürlich muss ich dann auch Teil 2 spielen. Das hilft eh nicht. Dann habe ich, glaube ich, mal bis auf Gollum alle guten Herr der Ringe-Spiele durchgespielt. Ist das Schatten des Ja, Kriegs? Gollum habe nicht? ich ja im Regal stehen, das müsst ihr gerade holen. Ja, hol ich mal. Wobei jetzt Mordors Schatten, wie der Gnädelwutz gerade schreibt, es hat den besseren Gollum dabei. Ja, das ist tatsächlich so. Der Gollum, der da auftritt, ist besser als das ganze Spiel wahrscheinlich. Okay, nein, da steht es Nachfolger. Weil ich war mir jetzt nicht sicher, ob nicht Schatten des Krieges nicht der DLC war, aber. Nein, es ist ein einzelner Teil. Der Gnädelwutzel fragt ja noch, Lollipop Chainsaw kriegt ein Remake oder Remaster. Habe ich noch nichts gehört davon. Darf mich aber irgendwie wundern, also wenn, dann könnte man gerade ein Remaster spielen, Doch, weil. das stimmt. Das stimmt schon. Ist es ein Remaster oder Remake? Repop? Ein Remake, glaube ich. Ein Remaster ist es nicht. Weil als Remake war, also ich fand das Spiel sau witzig, sau cool, aber ich kann mir jetzt irgendwie nicht vorstellen, dass in der heutigen Zeit noch irgendwie, also dass da irgendwie großartig mehr rausholst in einem Remake.
Aber ich lasse mich Aber gerne eines Besseren. Wäre nicht das Ziel sein, oder? Ich weiß, ja doch, Geld, Bei dem Spiel. mehr Geld rausholen, ist auf alle Fälle das Ziel. Ja. Ist aber auch sehr witzig gewesen, das Spiel. Das glaube ich auch von dem Suda 51, oder? Von dem wir das letzte Mal geredet haben. Das kann gut sein. Also ja. beziehungsweise, da haben wir privat drüber geredet, nicht im Talkthrough. Wir reden doch nicht privat, wir haben eine rein professionelle Das Beziehung. stimmt auch wieder, wir sind Arbeitskollegen. Da ist es nicht. Lollipop Chainsaw Repop. Da ist sogar für Switch, oder wie? Was ist da los? Jetzt muss ich mir Ja. meinen Laptop da stecken, weil sonst verabschiede ich mich. Vor allem der Horst, vor 21 Stunden ist das gepostet worden. Also das ist ja brandaktuell. Gnädelwurzler, Alter. Das erfahrt ihr nur hier im Talkthrough, durch die Community selbst. Ja, Wahnsinn. Wir müssen Wahnsinn. überhaupt nichts tun. Die Leute, die machen das selber. Wir können geil faul anwammeln. Ich zeige euch jetzt ein Spiel, wo ich nicht faul umeinander gewammelt bin. Und zwar Tunic. Ich habe Tunic endlich gespielt. Und zwar das süße Fuchs-Zelda. Weil Oh, cute. es sieht nicht nur so ein bisschen aus wie wie das Remake von Link's Awakening, sondern es spielt sich also ein bisschen. Man hat Seppi, aufpassen, Pfui, Umgebungsrätsel, super. Geil. Oder insgesamt ist die Welt so verdammt schön aufgebaut. Da sieht man es nur mehr ein bisschen größer. Okay, jetzt wird es immer kleiner, super. Und halt auch mit ganz vielen verschiedenen Levelwelten, sage ich jetzt mal. Und das Geilste an dem Spiel ist ohne Scheiß die Anleitung, weil darum geht es ja ein bisschen, dass du halt Stück für Stück die Anleitung erspielst. Und schaut euch das mal an, wie süß das gezeichnet ist und wie geil das ausschaut. Und das Tolle ist, nur anhand von dieser Anleitung checkst du halt dann auch ganz viele Rätsel, die in dem Spiel unterwegs sind. Gehen wir nochmal Also- auf die Karten, die du davor da gehabt hast. Mir erinnert das gerade ganz stark von der Optik her an, wie hat das geheißen, das, was ich erzählt habe, das Storm of Iron oder so, das mit den Ratzenritter. Das hat das hat von dem Ich Kartendesign, weiß, was du meinst. Ja. vom Kartendesign eine ganz ähnliche Optik, finde ich. Auf jeden Fall, ich habe so unglaublich viel Spaß gehabt mit diesem Spiel und ich habe das halt dreimal durchgespielt, weil beim ersten Durchgang, da denkst du dann, hä, und das war's jetzt? Und dann beim zweiten Durchgang, da hast du halt dann, also unbedingt neues Spiel Plus machen. Da hast du halt dann schon die ganzen Anleitungen und checkst dann erst im zweiten Durchgang bestimmte Rätsel und dann merkst du, okay, du kannst das Spiel nochmal ganz anders anpacken. Und dann merkst du, okay, es gibt da anscheinend ein richtiges Ende. Und das ist ja wieder sehr emotional. Ich glaube, ich habe insgesamt um die 25 Stunden braucht für das Ganze. Für die 3 Durchgänge, oder? Ja, Ah, okay. es ist teilweise verdammt schwierig. Also wirklich sehr schwer. Vor allem, wenn man halt dann noch nicht so viel Tränke hat und so. Aber ja, ich habe eine richtig tolle Zeit gehabt. Es ist super designt und für das, dass die Welt eigentlich dann überschaubar ist, also du brauchst halt aber im zweiten Durchgang bei weitem nicht mehr so lang, weil du halt da die meisten Sachen schon erkundet hast und dann halt auch ungefähr weißt, wo du hin musst. Aber also mit so viel Liebe habe ich sehr selten ein Spiel gespielt. Das ist wirklich super empfehlenswert. Hast du das auf der Switch jetzt auch gespielt, oder wie? Na, auf der PlayStation war das vor ein paar Wochen bei PlayStation Plus. Das ist genau, das ist mit tollen Trophäen versehen. Deswegen habe ich natürlich dann geschaut, dass ich die Platin-Trophäe kriege. Scheiß Trophäen. Es ist super. Schaut sich das an, das schaut richtig toll aus. Vor allem, du blätterst da halt wirklich dann so um und da siehst halt auch, okay, welche Seiten fehlen da denn noch? Und dann ist schon immer so die halbe Seite dann da und foreshadowt schon so ein bisschen das Rätsel und du sitzt da und denkst, boah, fuck. Und dann, da gibt es an einem so einem Berg so ein Haupttor und das Rätsel rauszukriegen. Dafür brauchst du jetzt sämtliche Seiten von der Anleitung bis dahin. Und da drauf zum Kämmer ist irre. Also es ist echt richtig irre und sau cool. Kann ich nur empfehlen. Aber habe ich das dann richtig verstanden? Das richtige Ende kriegt man erst, wenn man das New Game Plus noch mit durchgespielt hat, oder wie? Wenn du die Anleitung komplett hast.
Also, aber das kann ich ja im ersten Durchgang schon schaffen, oder wie? Unwahrscheinlich. Aber theoretisch möglich. Das meine ich jetzt halt. Also ich muss nicht zweimal durchspielen, man könnte es im ersten auch, weil vorher hat es so gehört, als ich muss zweimal durchspielen. Du könntest es wahrscheinlich komplett schaffen, ja. Okay. Ja, jetzt auf alle Fälle interessant und schaut ja echt saugeil knutschig aus. Es, Ja, ich habe das auch schon lange in meiner Bibliothek drin, aber nie dazu gekommen. Die Aber Bibliothek, diese gottverdammte ist Bibliothek. scheinbar ein Must-Play. total. Also da sind manche Rätsel dabei, da habe ich mir am Anfang gedacht, ich kapiere es nicht, bestimmt habe ich später irgendwie ein Item dann dafür und dann checke ich erst, wie das geht. Und derweil, ja, sobald du die Mechanik irgendwie verstanden hast, die will ich jetzt nicht spoilern, da denkst du, ja, fuck, eigentlich logisch und das hätte ich schon die ganze Zeit machen können. Mist. Ja, also unbedingt reinschauen. Ah, hör auf, weil ich sehe so einen Stress in meiner Bibliothek. Die löscht jetzt dann einfach alle. Eigentlich hab gehört ich es mir nichts gelöscht. mehr, Wenn was man, ich überspringen kann. allein wenn du jetzt schaust im August, wenn dann am 29.08. kommt Visions of Mana raus und du musst es auf einen Tag durchspielen, weil am 30.08. dann schon Star Wars Outlaws kommt. Da ist heute eine Demo rausgekommen. Okay? Können wir heute spielen. Das mache ich nicht. Ich hole mir erst das Spiel, lass mich in Ruhe. Für was? Ja, Wishes das ist auf immer- was? Visions of Mana, du Visions spielst of ja, du kannst ja den. Nein, nicht Wishes, Fortschritt sondern meistens dann übernehmen. Visionen. Visions. Was war das? Square Enix Seppi? macht es ja meistens so, dass du in der Demo dann den Fortschritt übernehmen kannst. Das erste Level oder so zocken und dann kannst du es ins Hauptgame übernehmen, wenn du es heißt. Ja, ja, okay, das das- war bei Final Fantasy auch so. Ja, okay. Das ist an sich cool, aber ja, Ja. Demo sparen. Aber wie gesagt, du hast gerade einen Tag Zeit, weil da kommt schon das nächste Spiel. Wie möchtest du das alles machen? Im September kommt dann schon, wie heißt der? Wisdom, Zeldor, Echoes of Wisdom, Wisdom of Echoes, Echoes of Wisdom, keine Ahnung. Kommt ja dann im Ja, du hast September am schon. 29. hast Visions of Mana, am 30. hast Star Wars Outlaws. Dann, wie gesagt, da kannst du ein bisschen Zeit lassen, Brutal. bis dann im September eben The Legend of Zelda Echoes of Wisdom kommt. Super Mario Ding kommt ja erst im November, gell? Das Mario und Luigi, das neue. Ja, das dauert Haben wir ein dann. bisschen Zeit. Wann kommt denn das? Habt ihr das mitgekriegt, dass ein A Quiet Place Spiel kommt? Das hat dann irgendjemand erst neulich erzählt und ich habe mir dann gedacht, ob das stimmt. Ja, doch, das stimmt tatsächlich. Ich habe da einen Trailer hab ich mal ein bisschen nebenbei laufen lassen, habe mich jetzt aber nicht wirklich drauf konzentriert. Wer macht das? Netflix-Games oder? Frag mich nicht. Ah, übrigens, es gibt da jetzt dann von Blumhouse hat jetzt auch ein Spielestudio, gell? Ja, habe ich auch gelesen. Da bin ich mal gespannt, was die außerballern werden. Aber genau, A Quiet Place, wie heißt's? The Road Ahead. Ja, genau, das müsste das sein. Man kann, was ich mir vorstellen kann, war jetzt so ein Outlast-Verschnitt. Ach, bin ich dumm. Ich Vom habe den Gameplay, Trailer ja. gesehen. Ich habe den Trailer für A Quiet Place. Alter. Ja, war schon echt Gut, cool. Also vor allem diese Viecher, die bieten sie ja so dermaßen an für dieses Umeinanderschleichen, keine Ja, ja. Ahnung. Und von dem Ja, her, aber jetzt sag mal bitte, dass das die Mechanik von Alien Isolation hat. Die Dass, mu- dass du im Raum, wo du selber bist, auch komplett startverhalten musst, weil das Mikro auf deine Geräusche aufnimmt. Genau das habe ich gemeint. Alien Isolation, nicht, ach so, nicht in Outlast. dem Raum, also ich darf jetzt dann nicht labern, sondern ich muss praktisch, also ganz langsam und dann. Ja, du hast da quasi von Haus aus ist es so eingestellt, dass du auch im Raum ganz stark sein musst, weil dir das scheiß Alien sonst hört. Das war jetzt Das ist- anhand das musst du von da dem wissen. Bei der Trailer VR-Version, nicht oder? ersichtlich, aber das Nein, ist, bei der das ist PlayStation-Version. eine ziemlich coole Idee. Vielleicht hat es mir deswegen so oft erwischt. Ja, ich habe das ja damals mit dem Bierger gespielt und wir haben uns vorgekommen wie die größten Vollidioten, weil uns das Scheißding, egal was wir gemacht haben, immer wieder erwischt hat, bis wir dann checkt haben, fuck, wir haben ja die komische Mikrosteuerung da an. Da ist quasi alles, was du da machst, wenn du irgendwie hust oder sowas, jetzt die auch. Das ist quasi dann noch schwerer. Das ist War ja mies. eigentlich eine geile Idee, aber Voll geil, das ja. kannst quasi zu zweit oder so kannst du das nicht spielen, weil das irgendwann hust du mehr und dann ist verratzt. Ja, Quiet Place, die werden dieses Gameplay übernehmen und dann um die Hälfte reduzieren, die Spielzeit von Alien Isolation um die Hälfte reduzieren, dann ist es perfekte Alien Isolation Fortsetzung. Ja, das war geil. Da hätte ich Bock drauf. Schaut interessant aus, bin mal gespannt, wie die Tests dann ausfallen. Das war jetzt kein Spontankauf, den ich machen darf, dieses A Quiet Place. Aber, naja, vielleicht brauchen wir es. Mal gucken, was kann. Stimmt, Black Myth Wukong kommt auch noch, schreibt der Gnädelberger. Ja, unbedingt wichtig. Das wird geil. Wann kommt das? Am 20.08. 20. Schön. Da haben wir 9 Tage Zeit, dass wir das durchspielen, bis dann Visions of Mana kommt und das müssen wir dann auf einen Tag durchballern, Seppi, das hilft nicht.
und dann Star Wars Outlaws. Also wir haben jetzt echt einen ganzen Arsch voll Controller. Da geht es nämlich jetzt dann richtig ab. Wer Boah, leck, schaut das geil ausgefallen aus. mag, Black Myth Wukong, ja, das Mhm. schaut brutal geil aus. Bin gespannt, ob das auch geil zum Spielen ist. Wer es auf alle Fälle ein bisschen ruhiger und ein bisschen ausgefallen mag, ich hab jetzt schon am Schreibtisch liegen, kommt am 20. August, das heißt Dustborn und das ist von Quantic Dreams, das sind die Heavy Rain gemacht haben und wie heißt das mit den Detroit Once Human? Detroit Become Wie heißt Human, Become Human. Beyond Two Souls, oder? Die haben es noch gemacht. Beyond Two Souls und so gemacht. Genau. Genau, die haben ein neues Spiel und das kommt am 20. außer und das ist ein bisschen ausgefallen. Ich habe es noch nicht gespielt, ich habe es zwar schon da, aber ich muss erst mal installieren. Irgendwie, also das ist ein Roadtrip auf alle Fälle, was eigentlich ganz geil ist. Du fährst so ein gespaltenes Amerika mit einer alternativen Geschichte und musst irgendeinen Gegenstand von A nach B bringen und du hast da irgendwie, kannst du Kraft deiner Worte, kannst du da Kämpfe führen in irgendeiner Form. Das habe ich noch nicht so ganz durchblickt. Aber das kann ganz interessant sein. Ich kann euch da sicher längst mal mehr dazu sagen. Ja, das darf mich interessieren, weil Quantic Dreams in der Regel wirklich sehr gute Geschichten erzählt. Ja. Und das ist mit Sicherheit nicht so ein episch langes Ding und schaut auch ganz interessant aus oder interessante Optik. Ja. Mal gucken. Bin ich gespannt? Bin ich gespannt. Crazy. Crazy Really, as fuck. really crazy. That's really crazy. That's really crazy. Das, wenn nicht gut ist, dann gibt's Vengeance von mir. Vegetables. Ja, Vegetables. Ja, ich bin auf alle Fälle durch mit meinem Schüssel. Ich glaube, ich war fleißig genug den Monat. Auf alle Fälle. Dito. Ja, aber mal, Corby hat einmal sauber gezockt. Seppi, nimm doch mal ein Beispiel an Corby, der ist kein Gaming-Redakteur, aber spielt wenigstens was im Gegensatz zu dir. Ja, oder der Freizeit. Stimmt auch wieder, ja. Stimmt. Mit zwei hackelt man ja wie die Narischen. Eine Nachtschicht nach der anderen. Ja, unglaublich. Also, wenn ich nicht die ganze ballern darf, dann kann die nicht so lange aufbleiben, dass ich so viel zock. Ja, ich habe euch ja auch gelogen, ich hab Ja, ja, nicht. Vielleicht ist er irgendwie heim. für Tunic habe ich 300 Stunden braucht und Ja. ich habe da wirklich tagelang nichts anderes gemacht, als nur gedaddelt. Gedaddelt. Daddeln. Wer hat eigentlich das scheiß Wort Daddeln erfunden fürs Zocken? Ja, Ahnung. Und wer benutzt es in seinem allgemeinen Sprachgebrauch? Wer sagt, nein, heute werde ich noch ein bisschen daddeln. Dann bringe die um. Da. Dann bringe die eiskalt um. Live vor der Kamera. Das erste Snuff-Video. Ja, komm, gib her. Komm her. Ja. Traust dir ja nicht. Ihr Drossel. Nein, du ich nicht, weil du fängst das Fettmo, du Perverse. Corby steht auf der Autoerotik mit Würgen und selbst. Ich weiß schon, dass sie uns jetzt bei Twitch auch wieder raushauen. Ja, noch hängst du nicht am Tiergriff dort und fäbst. Geht ja. Nein. Aber jetzt dann gleich. Ja, das glaube ich. Deswegen möchte ich jetzt ja gerne aufhören, weil ich möchte nicht daran hindern. Und ich muss jetzt halt noch diese Spieluhr in Resident Evil Code Veronica X suchen, für die ich jetzt halt das Einsatzteil gefunden habe und keine Ahnung habe, wo die Spieluhr steht. Ich laufe jetzt die ganze Karte wahrscheinlich noch eine Stunde ab. Dem Rest, der uns zugeschaut hat, vielen Dank fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei wart. Ab an die Controller. Kommentiert uns drunter, was ist zur Zeit spielt. Vielleicht ist irgendwas dabei, was uns auch interessieren kann. Ich glaube zwar eher nicht, weil ihr alle keine Ahnung habt, aber die Möglichkeit besteht ja. Seppi, danke, dass du dabei warst. Corby, schön, dass du im Monat einmal ein bisschen was gespielt hast können. Schön, dass du dabei warst. Ansonsten sehen wir uns in einem Monat wieder zum Talkthrough. Speziell hier auf YouTube, live Und Twitch. und Twitch und Und? irgendwann Und? auf Facebook und TikTok. Eins muss ich noch schnell dazu sagen. Ach so, Entschuldigung. Wenn wir das nächste Mal aufnehmen, müssen wir wahrscheinlich ein bisschen später aufnehmen, weil ich bin auf der Gamescom. Ja, Aber jetzt wird auf was der- ist da mit Live-Schaltung Gamescom? Schon, so Ja, mit dem Handy. eventuell. Ja, ich bin ja leider kein Besucher, ich bin ein abendarbeitendes Volk, wie wir Ja, ja. gesagt haben, habe ich ja Fleißiges keine Freizeit, Bienchen. also ist das Ja. auch nicht mehr Freizeit. Okay, scheiße. Ich bin auf du der musst es Opening an- Night Live und ich bin 3 Tage auf der Gamescom, also ich werde bestimmt irgendwas verzeihen können. Ja, Das wird ich wollte schön. gerade sagen, das Wer ist nicht ja will, darf, besser. aber irgendwas gibt es bestimmt. Das ist ja besser als nur Gast zum sein. Du bist direkt dran an den Leuten. Du kannst jeden anfassen, jeden von den Entwicklern. Ja, du kannst bei jedem Motorboot Ja. fahren. Das wird toll. Das wird richtig schön. In den Schwitzebusen Das wird- rein. Corona-Infektion Nummer 400. Ja, mein Gott, lass dich doch noch mit boostern. Unbedingt. Oder glaub einfach nicht dran.
an Corona. Ich glaube an der Deutschland GmbH. Ja, die beste BRD GmbH. So, jetzt hat es auch wieder einen Nein, Scheiß. auf alle Fälle, dann packen wir es jetzt. Da ich auch sagen, Seppi wird uns das nächste Mal ordentlich Geschichten von der Gamescom berichten, der Corby von seine autoerotischen Spiele an der Türklinke und ich von die tollen Spiele, die ich jetzt dann noch spielen werde in diesem Monat. Wiederschauen, Toll, gute Nacht. toll. Ja. Vielen Dank Gut, fürs gut. Zuhören und Das Zuschauen. getroffen. Und bis zum nächsten Mal beim besten Talkthrough der Welt. Nicht von Raccoon City. Oder Raccoon City. Raccoon wollte ich jetzt schon Ja. sagen. Raccoon. Tschüss. Wiederschauen. Dere.